Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bull. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles praktisch spielen wir noch den Wiener Schar. Die Quetschen klingt halt super fein, die Kontrapumpe hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, grüß die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bull. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hoden sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott, meine lieben Pavlaciste, herzlich willkommen zur Ausgabe 231. Jawohl! Heute wieder mal aus dem Studio Donaufeld. So schaut's aus. So schaut's aus. Grüß euch Gott, auch von meiner Seite. Aber die Ehre bei mir daheim im Keller, im kühlen Keller. Sehr angenehm, ich fühle mich sehr wohl hier. Großartig, großartig. Und ich freue mich, dass ihr jetzt alle da seid. Und wir haben heute natürlich das große Thema, da habe ich schon meinen Backstage-Pass, wenn man so will. Schrammelklang-Festival 2024, das wird heute das Thema sein. Und vorweg, ich bin erstaunlich gut bei Stimme. Ja, das hat mich jetzt auch, ich war jetzt sehr, sehr positiv, wirklich überrascht. Ja. Weil ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter uns, kann man wirklich sagen. Lediglich den Klaus hat die Stimme ein bisschen mitgespielt, sagen wir mal so. Aber quasi am ersten Tag, also Ja. am zweiten Tag. Ja, also die Stimme wirklich weg, es ist auch heute weg. Also ich habe jetzt mit äußerster Konzentration und diesem ganz kleinen Wissen an klassischer Singtechnik, die ich noch in mir habe, gelingt es mir halbwegs jetzt zu singen. Schauen wir, wie lange es geht, wir werden es heute nicht übertreiben, weil meine Stimme ist in starker Mitleidenschaft. Also gestern ist, das werden wir alles noch genau erzählen, chronologisch, wie man so sagt, wie das abgelaufen ist. Reden zum Glück fällt mir nicht so schwer. Gott sei Dank, da sind wir doch froh. Aber es war halt wirklich weg die Stimme und dass ich heute so, ich habe das heute ja getestet und bin ein bisschen warm gesungen und was wie gesagt, ich habe diese Techniken ausprobiert. Da habe ich mir gedacht, okay, also es ist nicht schlechter geworden, das ist schon mal ein Riesenvorteil, eher sogar ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz wird ein HNO notwendig sein, um sich das anzuschauen, weil das ist ja natürlich ein großes Problem. Es ist ja eines unserer wichtigsten Werkzeuge, Es die wir haben. gehört eigentlich zum also es Wichtigsten, möchte ich fast sagen. ja, Das ist einen kurzen Blick in den Chat, Jawohl. bevor wir weiter schreiten zum Kühlschrank. Ganz wichtige Aussage. Nein, da müssen wir. Nein, hol zuerst noch Wein. Hol zuerst noch Wein. Weil, schau mal. Ja, ist schon geschalten. Ja, nein, du musst das schon. Ja, nein, so muss man es holen. Ja, genau. Ja, ich habe nur geschaut. Nein, ja, geschaut. Und wie schaut denn das aus? Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass das so schnell Ja, ist. Ich bin ja ganz erstaunt eigentlich. Was denn? Ich mache mich auf den Weg. Schreite zum Kühlschrank. Heute nicht zum Weinkühlschrank, der ist gerade angebaut worden, übers Wochenende. Sich fetzen, dort liegt der leere Weinkühlschrank, aber keine Angst, der Wein ist ja noch da. Schau, mich kann ich glaube ich Eis spielen, oder nicht? Nein. Ein bisschen ruckeln tue ich so am Wein. Wiener gemischter Satz kann man lesen. Und ein Syrmetall. Ja, genau. Jawohl. Einmalig. Jawohl, da sind wir wieder. Einmalig, warte sofort auf Glas umschalten. Kamerakind Glas umschalten, weil Jawohl. beim Anbotteln sind wir dabei. Wiener Gemischesatz von unserem Weinausstatter, unserem Winzer, dauert es da momentan natürlich. Ich zeige euch auch das Rücketikett, wenn man es sieht. Eines Wiener Silbermedaille bekommen, der Manfred Daschler, wo wir ja seit 20 Jahren spielen. Von Sievering. Und aus Sievering ein Wein, weil dort er ja auch viele Weingärten hat. Weil ursprünglich war er ja in Sievering zu Hause, der Manfred, nicht wahr? Ja, na dann. Schau mal rein. Jawohl, schau dir das an. Jawohl. Ja. Na gut, da sehe ich bei die Haxen vom Patrick auch noch, das ist ein bisschen hart, aber was Das so. ist. Hoppala, was hat meine Hand hier geführt jetzt?
Ich werde ihn aber trotzdem in den Kühlschrank wieder bringen, glaube ich. Weil, dass er frisch bleibt. Stehst du gerne auf. Das ist trotzdem sehr warm. Ja, Bewegung Du ist stehst ja gesund. gerne auf. Du stehst ja gerne. Kein Thema. Ja, weil bevor wir da jetzt weiterschreiten, müssen wir einen Schluck trinken auf einen besonderen Umstand. Trinke ich gleich Wasser vorher. Ein Wasser, dass ich Wasser auch trinken kann. Bin ich hart genug. So, da bin schon da. Und zwar, meine Herrschaft, wir haben endlich auf YouTube die 2000 Abonnenten Marke So schaut's geknackt. aus. 2003 waren es vorher, wie ich reingeschaut habe. Was ganz leibend ist, natürlich für YouTube-Ebenen 2000 original gar nichts, aber für uns, wenn man sich denkt, 2000 Leute ist schon ein Haufen und ja, das wäre selbst sogar eine Menge gewesen, die im Fernsehtheater nicht reinpasst. Nein, definitiv nicht. Nein, definitiv nicht. Daher sagen wir herzlichsten Dank für alle Abonnenten auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auch danke und willkommen an allen Neuen, die jetzt vielleicht auch dabei sind. Sehr zum Wohl, Zum Wohle, gell? Na, auf dem Kanal. Und auf euch natürlich, weil ohne euch ist der Kanal natürlich nichts. Nicht? Das wäre ja sinnlos. Richtig. Gemischter Satz aus Sievering. Ein echter Wiener gemischter Satz. Ja. Springt sich hinten ein bisschen ein leichtes Bitterl, Ja. aber pui, das ist gut. Und weil er eigentlich noch kein Wein schmeckt, also noch kein Bekannten ist. Ne? Das ist ein gemischter Satz. Das ist der hat halt, das ist echt, da ist nichts. Man könnte einiges außerfinden, wenn man spitzfindig wäre. Ich bin da nicht so fähig, aber ja. Grün ist dabei sicher Burgunder dabei, der wird ein Neuburger dabei sein, vermute ich einmal. Welsch, Weißburgunder vielleicht. Aber Burgunder, irgendein Burgunder ist sicher dabei. Ich zähle auch noch auf, alle Weißweinsorten, die ich kenne. Aber gut. Wissen nicht. Oft ist er bei diesen gemischten Jetzt Satz, mach ich weiß was, nicht, meine Lieben. Der Manfred versteht das. jetzt macht er die Wasserverkostung. Du, Ein gemischter Satz, machen wir einen Spritz. hat er was gesagt? Ja, mach mal an. Dann ja. Was da? Was soll? Aber hat er was gesagt, sind so ganz alte Rebsorten auch dabei? Könnte sein, dass ein bisschen was dabei ist, weil vom Altbestand, was dort auch noch ist, aber es sind alle Sachen, weiß man nicht, was ist, aber grundsätzlich glaube ich, dass es trotzdem auch Veltliner ist und ein Neuburger vielleicht ist und irgendein Burgunder wird dabei sein. Ja, ich glaub, glaube, da bin ich zu unfähig dazu, aber wir das haben schmeckt noch- ganz anders jetzt zum Beispiel. Wirklich ganz Es anders. ist- Das ist wirklich, das ist mit dem Wasser ist kein Schmäh. Das ist jetzt nicht nur Trinkgenuss, sondern man kann es Ist ein wirklich guter- ist ein Wasser. guter Gespritz. Eigentlich ein sehr guter Das ist ein Gespritz. sehr guter Wein. Tut mir jetzt Weil fast ein das bisschen ist- weh, dass man das so Das gespritzen ist, nein, das passt schon. Weil wir so süß mit tun. Und sehr gut, aber es ist jetzt das Wetter und Aber es irgendwie. gut, bei den Wetter hat mir jetzt einen Gust auf den Boah, der ist gut zum Und wir haben ja so viele pure Weine getrunken. Diesmal. Ja. So, pass auf, jetzt Sehr schauen wir in gut. den Chat und dann Sehr spielen wir gut. was und Sehr dann gut. reden wir was. Also dann erzählen wir, wie es war, aber zuerst noch mal einen Schluck. Und weil du gesagt hast, alte Sorten, wenn du den Schluck machst, bei Manfred, da kommen zwei Sachen, also eine Sache überhaupt noch, eine alte Sorte noch, die wiederbelebt wurde und die es wieder gibt, aber die machen wir dann im Laufe der nächsten Wochen dann. Genau, Wie wir doch genug Flaschen. wie wir paar. Also es geht Und sich wir haben aus. jetzt wieder ein Kistel gekriegt vom Alexander Hauser auch. Dankeschön, Genau. Alexander, Weltklasse. Also mit Wein derzeit einmal versorgt. Ich meine, soll ich nicht abhalten. Also falls jemand denkt, nein, die müssen den Wein auch noch unbedingt kriegen. Also wir lehnen ihn nicht ab grundsätzlich. Aber ich will sagen da ganz ehrlich, wir haben jetzt auch. Also, ist er da. Der Maber ist da. Grüß dich Gott, Susanne Fabra. Ich muss ein bisschen schneller jetzt Ja, durchgehen. dann. Isabella M. Ja. Sprich, Karl M. bzw. Franz M. Isabella, guten Abend in die Pavlacisten und nach einem ereignisreichen Wochenende beim Schrammeklang freuen wir uns auf einen würdigen Abschluss, die Pavlatschen. Weltklasse. Ihr seid ja noch immer draußen, ihr gebt euch das nächste Wochenende an. Das Jawohl. ist ganz recht. Und wir haben sehr, sehr, sehr nette Zeit verbracht. Natürlich unser traditionelles Mittagessen am Freitag. Das Treffen 13 Uhr. bereits um 13 Uhr. Jawohl. Jawohl. Mit den Sperks und den Meierhofers. Ja. Und ein paar Butter. Wunderbar. Der Paul Hartmann ist da auf eine schöne Servus. Pavlatschen aus München. Christi Gott, Grüß Matthias dich, grüß Mariacha, Peter Brachtl. Die Mama Em ist da, war beim Taschler dabei, hat mich sehr gefreut. Auch erst vor kurzem gesehen, ja, grüß dich. Michael Unger. Ich freue mich, sagt Gary der Graubär. Gary der Graubär, ich glaube, du bist neu. Den Namen kann ich mich jetzt nicht erinnern. Servus, grüß Ich dich. glaube, du bist neu im Chat. Und das heißt natürlich besonderes Servus. Schön, dass du dabei bist. Musst du sofort einen Schluck Nimm nehmen. mal einen Schluck, das ist eine gute Idee. Auf den Gary der Gary. Graubär. Jawohl. Jawohl. Jetzt soll ich kommen. Die Maggie ist am Start.
der Raffi ist da, Grüß euch Gott, Markus meine Landtag Strom, also gemeinsam mit mit Martin ist natürlich wieder Mittelhessen würdig vertreten. Der Wolfgang, Manfred Sehr. Graf, jawohl. Ja, ist auch grüß da. dich Gott. Dann natürlich unser Grand Senior Friesel Startguss. Grand Senior Friesel Startguss, ebenfalls dabei. Guten Abend, die Damen und Herren, sagt der, jawohl, Alexander Hauser, grüß euch miteinander. Ja. Ich habe schon gesagt, danke nochmal für so ein Kistel. Ludwig Sass, aus Ja. Wiesbaden diesmal, aus Wiesbaden grüßt Ja, die euch. sind auf der Rundreise noch. Ja, grüß euch Gott, meine zwei. Ja. Grüß euch. Da ist die Sabine sicherlich nicht weit. Ja. Der Meine Rudi zwei Korbes, Schulkollegen. richtig. Rudi Korbes ist auch der Rodolfo Garabes. Rodolfo, servus. Jawohl, Michael Zauner. Die Zauner sind dabei, ebenfalls live, gerade noch am Schameklang. Und schon wieder da, sehr gut. Grüß euch gut. Diesmal kann er wenigstens gemütlich was trinken, weil ich nehme an, ihr seid daheim ich glaube in Heidenrechtstein, hast du gesagt, gell? Ich glaube in Ja, in Heinrichstein. 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 Ja, ich glaube. Jawohl, Mich zu erinnern, was wir geredet haben, ja. jawohl, zum Wohl, sagt der Gary der Graubär. Ich glaube, Gary der Graubär schreibe ich ein, aber ich glaube, du warst da nicht dabei, ist das richtig? Ich glaube noch Ich nicht. kann mich nicht erinnern an den Namen nämlich. Ja. Ah, Jawohl, schau die Alexander Kabach. Guten Abend zusammen, Servus. Gratulation zum Knacken der 2000er Grenze. Danke, der danke dir, jawohl. ganz herzliches Danke, ja. Susanne Moser, der Landesschau Markus hat auch den 2000er mit 8 rein. Luna Miller, die Anna ist auch da. Bin sogar fast pünktlich. Guten Abend. Ja. Servus, Weltklasse. grüß dich Gott. Ja. Wen haben wir da? Chantal Schwarzbauer. Guten Abend. Dachte ich, schaue in einer Short-Schneidepause mal vorbei, nachdem ich den ersten Schwung von der Arbeit des Wochenendes abgeschickt habe. Mache ich mal Pause, bevor der Rest erledigt ist. Bravo Chantal. Ich habe den WhatsApp gerade vorher bekommen, noch nicht Wunderbar. geantwortet, weil wir gerade da im Ding waren. Super. Aber ganz leibend. Ganz und Großartig. jetzt steht ja schon der Urlaub kurz vor der Tür, glaube ich. Oder schon da? Ich glaube, ja. Griechenland steht vor der Tür. Patrick erhebt die, Daniela Schlegel, unsere Principessa, ebenfalls dabei, was uns wieder mal freut. Ja, Susanne Moser soll will ich auch sagen, alles Gute zum Knacken der 2000er Grenze. Danke, der Schick. Dankeschön. Danke. Hubert des Garmisch ist da, grüß dich Gott. Servus. Jawohl. Habe ich oft schon im Public geteilt, sagt der Gerhard der Graubär. Bin über den Manfred Kraft eingeschlichen. Ich verstehe. Ah, Habe ich schon oft im Public geteilt. Was heißt im Public? Im Public geteilt. So, wurscht, doch, mich freuen es. Danke. Mich freuen es, dass du da bist. Das ist das Wichtigste. Ja, Wildcat ist auch am Start. Servus. Schau, Raffi, der Raffi sagt, habe ich jetzt auch Spotify Premium, ist doch ein bisschen mehr drinnen. Gell, Raffi habe ich wieder gesagt, ja, es ist ein bisschen mehr. Es ist je nachdem, was man natürlich hören will, aber es ist, wenn man ein bisschen den Mainstream verlassen will, dann ist man auf Spotify ein bisschen besser bedient. Ja, das stimmt. Ich habe unserem Gary heute erst den Link zu euch geschickt. Bravo, Manfred Kraft. Ja, wunderbar. Sehr leid, dass Super. der Manfred, Gary, der Daumen hoch, Graubär und der Daumen hoch. Manfred sind quasi ein Team. Das freut mich. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geht es nach Griechenland, genau. Dienstag auf Mittwoch. Ja, das ist leibend. Weltklasse schon Teil. Da wünsche ich mir da viel Spaß. Viel Vergnügen. du. Gute Erholung Ja. und das Ding, du brauchst das, weil nachher geht es wieder an. Da wieder da geschnitten für die Buben, geschnitten für die Buben. Gehen wir. Da die. Prost von den Zauners sind auch bei einer Flasche Wein von Sandgrube 13 aus Krems. No, alles klar. No, das ist ja- Die Olme Staff sagt Festsatz heute. Ja, so. Sehr sommerlich. Sommerlich, ja. Direkt vom Pool entsprungen. Ich weiß doch nicht, was Kurz was für- angezogen. So, der Andreas ist auch noch da. Olme Staff sagt, bin damals über einen Aufruf von Zonko bei einem MotoGP-Tratsch eines US-GP, der Herr Montag auf euch aufmerksam gemacht. Ja genau, da hat er den GP-Tratsch gemacht und hat dann wirklich Und hat- absolut liebenswerterweise, hat er immer gesagt, so und jetzt ist aus, weil ich drehe jetzt an, weil ich Jetzt- will nicht eine Steine Jetzt startet die Pavlatschen. Genau. Jetzt sind die 16er Buben. Ja. was für eine kann man Größe. erinnern. Was Ganz für eine eine, Größe. ganz eine. Was Muss ich heißt? echt sagen. Was heißt? Hätte er nicht notwendig. Hätte er Nein. wirklich nicht notwendig, aber was Nein. für eine Größe. Also ein Zonko ganz leibend und du siehst, dass Olme Staff ist so zu uns gekommen und das freut uns, weil auch schon lange dabei. Ja. Auch schon ein Jahrelang schon, Jahre. Grüße aus Darokanien, schickt uns der Georg, das freut uns. Jawohl. Der Rockpartie, eine Klasse, nicht? Georg, kurze Replik, wie es der Brigitta geht. Nur Bitte. ganz kurz, Daumen auf, Daumen runter, also hoffentlich Daumen auf. Sei so gut und wir haben da einmal einen ordentlichen, was sagt der Gary? Public heißt Facebook-Plattform für Kunst, Kultur und Kommunikation. War in den 80er, 90ern eine Gratiszeitung. Wieder dem Schwarz plakatieren.
Public, das sagt mir was. Ich meine, das war ein bisschen quasi vor, weil ich bin ein 75er Jahrgang. Aber mir sagt so. Ich bin ein 77er, mir sagt das auch, aber es ist das. Aber das ist was sehr leid, du sagst, ja. Also auf Facebook, die Public. Weltklasse. Dankeschön. Harald Drechsler ist da. Wie hat euch das Festivalprogramm in Litschau geschmeckt? Zu dem kommen wir jetzt. Komm, ja. Wie hat euch das Festivalprogramm? Nochmal der Michael Zauner, das Konzert am Samstag in Litschau war einfach spitze. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Also, Also, jetzt trinkt man was und jetzt spielen wir noch was. Vorsichtigst, damit ein bisschen Musik auch vorkommt. Ich meine, so ist es nicht. Spritzt ist gut. Soll der gleich einen holen? Naja, Ja, ich hole ihn gleich lieber, noch, bevor wir spielen, ja. weil sonst sitze ich gar so knockert. Dankeschön. Wie hat euch das Festivalprogramm in Litschau geschmeckt? Das war eine gefährliche Frage. Eine gefährliche Frage. Weil ja eigentlich immer wieder was natürlich dabei ist, was einem gar nicht gefällt und andere Sachen, die einem sehr gut gefallen. Jetzt müsste man, wenn man es jetzt da zum Beispiel als Durchschnitt betrachten würde, es ist, nicht, dann kommt natürlich was anderes aus. Dankeschön, Herr Rutger, Dankeschön. Bitte schön, Herr Kommerzienrat. Dankeschön, Herr Doktor. Dann kommt eine Zahl raus, ein Durchschnittsding, was ja eigentlich auch wieder nichts wiedergibt, weil es eigentlich nicht stimmt, weil es ein Durchschnittswert ist. Sagen wir so, wir spielen eins und dann reden wir drüber. So schaut's aus. Jawohl. So schaut's aus. Ich habe einen Weingarten am Pieserberg. Ja. Das machen wir jetzt. Ich habe einen Weingarten am Pieserberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Piesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen, hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht gehen. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Ich hab einen Weingarten am Piesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Man schaut den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Piesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht gehen. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfelwein. Ja, ich geh da wie Ja. die Nummer, ha?
Ja, die geht. Gratuliere. Geht, aber es ist sehr anstrengend. Also, ich kann das nicht. Also dieses klassische Sing-Ding, ich kann nicht, sehr anstrengend braucht man, also nicht man braucht, sondern ich brauche viel Luft, Luft, ja. weil du machst die Stütze im Bauch und singst mit einem Resonanzkörper der Nebenhöhlen, sage ich, des Kopfes. Das ist Dings, ja. Und das habe ich einfach nicht geübt, nicht trainiert, aber es ist die einzige Möglichkeit, so zu singen, So, ja. dass mir die Stimme nicht kippt. Ganz kippt, ja, genau, so ist Aber es. es ist ja. sehr anstrengend, aber es funktioniert. Die Achtelvereine, Danke. wir danken euch herzlichst. Schau, wirklich für Achtel. Habe die Ehre. Danke. Jawohl. Um was geht es in dem Podcast, schreibt der Thomas Probst. Du meinst den Live-Podcast, den wir am Morgen machen. Da geht es eigentlich um uns. Um Da geht's uns, eigentlich um unsere Erlebnisse, Gedanken, Geschichten. Alle Gedanken, die man sich nur vorstellen kann, es geht nicht nur um Musik, es geht nicht nur direkt um 16er, um uns berufliche Dinge, auch viele um private Dinge, um aktuelle Dinge, auch Dinge, die uns beschäftigen, die uns interessieren im Leben, Dinge, die Pavlacisti interessiert. Und da eine ganz, ganz gemütliche Kaffeeplauderei, ein Kaffeetratschel Vormittag quasi. Ja. Also es ist schon, wir versuchen schon Schon. halbwegs einen musikalischen Schwerpunkt zu setzen, thematisch. Aber sonst ein bisschen so die Insights auch Ja. von uns, sozusagen, die Hintergründe von unseren. Ein bisschen so Einblick in unser Leben. in unsere Gedanken. Ja. Ne? Hat schon viele Leute verscheucht natürlich. Das ist selbstverständlich, das ist ganz normal, wenn man sowas macht, das ist so, das gehört dazu. Ja, aber um das geht es Ja. im Wesentlichen. Mehr Konzept haben wir noch nicht. Und falls du das hier meinst, die Pavlatschen, das ist jetzt kein Podcast, sondern das ist wirklich einfach ein Livestream, wo wir Lieder spielen, Wein trinken und Schmäh haben. Schmäh führen. So. das Einfach ist ein eigentlich- Theater, wie man sagt auf Wienerisch. Genau. Aber ich hoffe, die Frage beantwortet war nicht. Frag nochmal nach. Präzisiere, was du wissen willst. Wir sind dabei. Super, heute läuft es ja wieder einmal prima. Danke, Manfred Kraft. Dankeschön. Schau, G. Faber hat eine, was 2 Achtel und was ist das andere? Ein Babyflascherl, ein Milchflascherl. Das gefällt mir aber auch schon wieder. Das finde ich schon wieder leibend. 2 Achtel und ein Das ist schon wieder Babyflascherl. super. Bravo, G. Faber. G. Faber, muss man sagen. Jawohl. Jawohl, bravo, sagt der Gerrit der Grab, ja. Wolfgang sagt Faber, der ist gut. Ja, der sagt, das gefällt ihm auch. Susanne Moser, um uns auch, was halt gerade daherkommt. Ja, Ach so, ja. was geht, genau, habe ich gesagt. Ja, genau. Ja. Was also alles so, was anfällt sozusagen, was sich ergibt dann auch. Also, warte mal, Michael Zauner, wir sind das erste Mal dabei und es gefällt uns ausgezeichnet. Michael und Roswitha Zauner. Das erste Mal da dabei? Nein, ihr seid so schief das gewesen. Oder verwechseln wir mit euch jetzt mit. Nein, ihr seid doch schon ein paar Mal dabei gewesen, oder nicht? Oder nicht? Kann auch sein. Oder dass auch gar nicht, ja, dass ja. noch gar nicht in der Pavlatschen dabei wart. Das wäre eh möglich, ja. Na wirklich? Schreib noch mal eine. Umso größer die Ehre eigentlich. Schreib's muss mal ich eine. sagen. Ja, Das wirklich das erste Mal in der Pavlatschen, weil da müssen wir euch ja ordentlich begrüßen. Aber deine Kiste Bier besorgt, um nicht ganz im Trockenen zu sitzen. Wolfgang, siehst du, du bist ja der Profi. Das ist eine gute Idee. Ist Das ja ist eine gute Idee. Ich muss gerne einen Schluck nehmen. Schaut mal. Ich muss ein bisschen Ist aufpassen. das jetzt gespritzt oder pur? Der ist pur bei dir jetzt. Also, Ich hab gib doch mal spritzen. ist mein gespritzt. Nämlich, warte, ich nehme von, weil das gespritzt hat, mir ist echt taugt. Ja, immer meiner ist wieder. Und ich wäre frisches Wasser irgendwie. Ne? Ja, okay, bitte. Das ist mir sehr gut. Also, ich hoffe, also wir spritzen es nicht, weil uns nicht schmeckt. Nein, ganz im Gegenteil. Aber ich muss sagen, wir haben natürlich auch das Wochenende schon, wir haben wirklich das Wochenende schon ordentlich viel Wein getrunken und auch sehr, sehr viel Burenwein getrunken. Und es ist jetzt wirklich kein Schaden, dass wir ein bisschen gespritzt trinken. Und das hat mir jetzt echt geschmeckt, weil der passt, der gemischte Salz und gespritzten, das ist so eine echte spritzige Angelegenheit. Erst siehst du da eh noch, aber das trinke ich jetzt so. Weg ist. Was hast du denn, Patrick? Ich nur schauen müssen, dass ich kein mildes erwische. Einbringen, Ach so, das ja. ist noch Ja, drin, ja, haben wir gesehen. ja. Der Rest ist schon die milde Fraktion. Ja. So, schau her, steht wirklich Michael Zauner. Nein, das erste Mal. Na, Alter. Na dann, meine Herrschaften, liebe Pavlacisti, ihr wisst, was auf euch zukommt. Wir bitten euch alle, den Chat-Vertretern eine organrote Achteln auszuhauen mit einem Willkommensgruß an Michael Zauner mit Sandros Vita. Das erste Mal in den Pavlacisten rein und
Tolle Geschichte. Sind ja schon lange Fans von uns. Ich meine, das hat sich Dates aus, ne? Ich nehme schon an. Ja. Nicht zu verwechseln für die großen Kenner der Schießen, nicht der Klaus Zauner von den Philharmoniker. Nicht Klaus und Ja, Christel, sondern Michael und Roswitha. Ja, das sind langjährige Fans, auch schon beim Taschler eigentlich oft dabei und also Ja, auch wieder beim vom Schrammelklang. Und ich hätte jetzt wirklich, alle die Ehre, zum ersten Mal, das erste Mal in der Pavlatschen. Also bitte, unbedingt außer mit einer Orgel an rote Achteln, einen Willkommensgruß an Michael und Roswitha Zauner. Wir werden jetzt das Glas erheben und ebenfalls auf euch trinken. Willkommen da. Und natürlich auch die anderen, die da zum ersten Mal dabei sind, ist klar. Also das ist nicht klar, das werden wir dann Die Achteln kommen schon, die Achteln kommen schon. Jawohl, alles für euch, alles für euch. Und natürlich dürft ihr euch auch ein Lied wünschen. Das ist mir auch klar. Ne? Das ist einmal ganz Bitte klar. etwas Bedenken kein Bedenken, ein Denken an die Stimme von Klaus. Bitte denkst du mal auf meine Stimme. Ich meine, einen müsste man ja auch zum Beispiel Geri natürlich hochbringen lassen. Der trinkt zu uns Wölschriesling gespritzt, Brauer Geri, der Graubier. Und natürlich auch, wir haben vorher gehabt, was ist nicht, wie er heißt, der G. Faber, G. Faber zum Beispiel. Also es sind ja ein paar immer wieder neu dabei. G-Punkt, aber welcher Faber, das ist, würde mich interessieren, ob Faber, ich kenne nämlich viele Fabers, bei mir nämlich in Eibenstoll sind Familienfaber zu Hause oder ist das ein anderer Faber aus Wien oder so? Darum bitte, gib dich zu erkennen. Die Motorradfahrer kennen natürlich in Faber die Vespa, ne? Genau. Vespa. Und schau dir was an. Schau dir was an. Bitte gib kund, wer du bist, das war nett. Michael Zauner, charmant galant. Ich hab's fast gedacht, dass das kommt. Ich nehme einen Schluck. Geri der Graubier, Kirschen ohne Kern. Ja, nehmen wir einen Schluck. Für den Geri der Graubier haben wir natürlich die Kirschen ohne Kern rein. Prost. Vorsichtig, ja. Der gespritzte. Charmant galant. Pass auf, aber das machen wir jetzt. Das müssen wir. Das ist eine Eigenkomposition, ja. die einfach Du packst den vergessen hat. Text jetzt nur dazu. Ich schau, weil das machen wir Das jetzt. wirst du finden, machen wir, ja. Aber merkt ihr, für den Geri der Graubier müssen wir machen die Kirschen ohne Kern. Kirschen ohne Kern, natürlich von Walter Bissecker und Karl Hodiner. So ist man Eines der schönsten Liebeslieder, die es überhaupt gibt im deutschsprachigen wirklich wahr. Raum. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Nicht nur im Wienerischen, sondern überhaupt auf Deutsch gesungen. Eines der schönsten Liebeslieder. Ja, das dauert jetzt. Der hat ja eine Ordnung, das kann nicht lang dauern. Ja, aber Ordnung, aber. Eine große Ja, Ordnung. warte mal, ich glaube, hat er das sind meine Lieder. Warte mal. Da muss jetzt dabei sein, theoretisch. Der Rafa schreibt gerade, heute hatte der keinen Morgen schon. Nein, haben wir nicht, aber haben wir auch brav angekündigt schon mehrmals. Letzte Woche nämlich auch. Letztes Mal am Freitag, das wir heute gar nicht machen, weil das Ganze war einfach wirklich sehr schwierig gewesen von dort. Nein, das war. Es war nämlich generell, ich weiß nicht, ob das bei dir auch war, mit der Internetempfang. Nein, das war nicht. Das ist dort etwas, man, das ist ja bei mir Gold noch. Also, Das war wirklich nicht. was dort ist. Also, So, der Sums ist auch da, Christian Summerauer. Christi Gott, Servus. Eiwestal ist auch vertreten natürlich. Christi Der Gott. Zauner sagt, ja, schon lange Fans von euch, erst gestern vom Schramm. Ich glaube, ja, ihr seid die. Und noch nie in der Pavlatschen, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat es hergefunden. Das ist ein Pflichttermin. Das ist ein Pflichttermin. So, und für euch extra charmante Lieder. Ich weiß gar nicht, wie man da Fußspiel kommt. Das sind Cs, das war das jetzt. Ah, okay, so Ja. ich glaube, das Ja. ist hier. Ich hab Übergewicht und bin nicht grad der Größte. Und in der Schule war ich nicht grad der Beste. Und langsam gingen mir die Haare schon aus. Trotz alledem mach ich mir da nichts draus. Weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Für hübsche Frauen schreibe ich die schönsten Melodien. Und geht's um mich, bin ich in meinem Element. Hoppala. Und wenn ich will, aber ich will von mir versungen. Also könnte man sagen, ich sei sehr dekadent. Weil geht's um mich, bin ich in meinem Element. Und wenn ich will, das weiß ich ganz genau, hätte ich an jedem nächsten Tag eine andere Frau. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin.
Mundgeruch und bin auch sonst ein Stinker. Manche bösen Zungen sagen, ich sei ein Trinker. Und auf dem linken Ohr, da her ein bisschen schwer. Doch all das kümmert mich nicht sehr, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Für hübsche Frauen schreibe ich die schönsten Melodien. Und manchmal kennt man sagen, ich sei fast dekadent. Da geht's um mich, bin ich in meinem Element. Und wann ich will, das weiß ich ganz genau, hätte ich an jeden nächsten Tag eine andere Frau. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich bin Allergiker auf Gräser und auf Pollen. Und auch mein Raucherbein ist meistens angeschwollen. Aber mein Selbstbewusstsein, das ist pumperlgesund. Und dafür gibt's auch noch einen Grund. Weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Für hübsche Frauen schreibe ich die schönsten Melodien. Manchmal kennt man sagen, ich sei fast dekadent. Da geht's um mich, bin ich in meinem Element. Und wenn ich will, das weiß ich ganz genau, hätte ich an jeden nächsten Tag eine andere Frau. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Ich wär für jede Schwiegermutter ein Gewinn, weil ich charmant, galant und eingebildet bin. Jawohl. Jawohl, so schauen wir aus. Ne? Für unsere Zahners. Für unsere Zahners. Ganz, ganz liebe Bisschen. Grüße nach Heidenreichstein. Nicht wahr? Es ist ja so, ich habe das Lied, aber das haben wir von einer CD um, gell? Freilich, Aber freilich. auf der allerersten. Das ist so wie die Ansatz. Weiß ich nicht. Nein, es ist auf der ersten, das ist auf der zweite. Wiener Vorstadt Plus ist es Der drauf. zweiten, ja. Also auch schon Zeitl her. Und ich hab ich hab das Lied, und ja, ich habe so ein bisschen aus den Augen verloren. Und die Zahners wünschen sich immer, dann haben wir es einmal sogar uns wieder angeschaut. Haben wir es gehabt, und dann haben wir es zweimal gespielt oder was? Ich bin Taschler, Und dann ist wieder vergessen. Ich glaube. Dann haben wir es wieder vergessen. Das ist Ich glaube, aber extra für das. Oh, schau, schreiben wir. Super, danke euch für das Lied. Sind noch in Heidenreichstein und genießen noch im Nachhinein Litschau, Schraubelklang Festival und eure Musik. Jawohl. Jawohl, schön, Ja, danke schön. Das gefällt mir. Der Paul Hartmann trinkt auch Bier. Na gut, das ist Münchner. Daumen hoch, sagt der Wolfgang. Jawohl. Chantal sagt, ich gehe da mal weiter schneiden, schaue später wieder mal rein, wenn ich wieder eine Pause brauche. Bravo, Chantal. Bravo, Daumen Immer hoch. brav am Hakeln. War die allererste CD, sagt der Michael. Und wir haben davon das T-Shirt gemacht. Nein, das ist die zweite CD. Das T-Shirt, was du Das hast, ist T-Shirt der ist Wiener die zweite, Vorstadt. ist der Wiener Das ist Vorstadt tatsächlich Plus, ja. das zweite Ja. Album, was wir gemacht haben. Das erste heißt Wir werden keinen Richter Wer kann brauchen. Richter brauchen. Das ist die erste. Da stehen wir vor dem Tor. Ja. Vom Drei Kugel Schachinger in Schaching Sievering. Tor. Ja, genau. Ich muss einmal schauen, wir werden einmal da irgendwie mal die einmal präsentieren oder irgendwas müssen wir mal herzeigen. Aber wir haben die Rechte nicht drauf. Das Auf die, ja. ist ja nicht auf Spotify und Co., weil wir es nicht einstellen. Kennen. Jeder mit kennt natürlich aber- Fragen, so, ja. aber es ist immer ein bisschen mühsam. Nicht? Aber es war die erste CD, wir werden kein Richter. Nein, dann wird es wenn er sagt, es ist auf der dann was ist die dieses zweite? Lied, auf der zweiten, Auf der wie du zweiten gesagt CD? hast, da wo du das Leiberl hast. Genau, der Wiener Vorstadt Plus. Genau. Ja. Okay, aber wir brauchen die erste CD. Michael Zahner, ja, das wird schwer werden. Marken Angeblich, Tipp, könnte sein bei, oh ja, Radio Wienerlied, ob noch welche da sind, schaut einmal nach. Auf Radio Wienerlied bei der Marion beim Erich Zipp. Ich glaube, da sind noch welche da, wenn die nicht auch schon ausverkauft sind, aber die haben ein Kontingent noch ergattert vor ein, zwei. weil die haben es vom 3 Jahre. Axel Roth Verlag nämlich Genau. geholt. Genau. Wir haben genau. tatsächlich, also ich hätte es für uns eine kriegen, ich merke es mal eine Brenner, aber das ist also ja illegal.
Aber nein, ich könnte nicht einmal eine brennen, aber ich habe selber keine. Ich habe noch 2 Stück, ja. Du hast noch, ja. Die allererste Original Ja. vor der Pressung habe ich noch, also Ja. die Kontroll-CD habe ich und, Ja, und ja. eine habe ich aufgenommen. Brennmaster hast du. Die- Brennmaster. Den hast du, ne? Nein, noch vor dem Brett. Der Brennmaster ist ja hingeschickt worden. Da, Ja. der Dings, aber das noch das vorab. Das Ja, ja. ist so ein selber brennt, so ein Geschwinde gewesen, nicht so anhuren. Aha, verstehe, na gut, okay. Ja, Ja. die habe ich auch noch. Das, Ja. und dann, was ich auch noch vernommen habe, jetzt letztens erst hat das ein Freund von uns da gesagt im Chat, in der Morgensendung, der hat das über Willhaben. Über Willhaben und scheinbar gibt es aber da 2, 3, 4 Also, auf Willhaben, was man genau, kaufen kann. richtig, genau. Da, Aber Radio Wiener Lied ist einmal Radio Hasser. Wiener Lied, ja. Und die CD heißt mir, also mit M, gell? Wir werden keinen Richter brauchen. Ja. Ja, das war leibend. Ja. Das war leibend. Ja. Da stehen wir nur so ganz klassisch so. Ja, mit das Grinser, ist mit Trachtensacko, so Anzugsweise. Aber Ja, noch, also mit hast du das Bild da vielleicht? Oder irgendwas Nein, Cover ich glaube, oder ich was? habe im Bochenau, Nein. habe ich glaube ich. Daheim, also in der Morgenshow könnte ich es euch präsentieren, wie die ausschaut. ich hab's noch. Na klar, ich hab's ja aufgekommen. Nein, das sind nur die Leute. Wer weiß, wozu man es braucht. In der Ja. Klause habe ich es vielleicht. Mhm. Warte mal. Nein. Das suche ich jetzt nicht. Ich präsentiere sie Ja. morgen in der Ja. Show. In der Morgenshow zeige ich es euch. Ich muss mir immer wieder anrufen. Ich habe sie mir unlängst angehört. Ne? Weil Also es vor ein nicht paar hab. Wochen, wie wir drüber gesprochen haben, bei unserem Frühstücksfernsehen sozusagen, habe ich mir es nachher auch gedacht, ja, mache ich Nummern, das ist ehrlich. Ich kann immer noch dahinter stehen zwischen bei vielen Nummern, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja. Manche Sachen machen wir ganz anders in Ja, der ich mache Zwischenzeit. nichts mehr so wie heute. Wie Aber damals. manche Dinge sind ganz Aber gut. es ist jetzt auch für die damalige Verhältnisse. Muss ich wirklich sagen, ja. Es ist eine schöne Platten. Es ist eine schöne Platten. Ein schönes Debüt, wie man so sagt. Ja. Absolut, ja. 20 Jahre her. Ja. 2004 war das. Ja. Das war genau der Umstieg vom Nebenberuf zum Hauptberuf. Zum Hauptberuf, ja. War das. Ja, genau. Axel Roth hat das damals gemacht. Gemacht, ja. Hat uns auch nichts verlangt. Also der hat das auf sein gehabt. Auf seinen Gruppen gemacht, ja genau. Dafür waren wir bei ihm im Verlag. Genau. Zu Recht. Mit den Liedern. Ja, das ist. Aber es ist dann immer schwierig, wann Rechte, das ist immer eine komplizierte Geschichte. Und da sind wir nicht so allein drauf. Ja. Und ohne Bart und noch Haare im Kopf. Ja, stimmt, Wolfgang. Ja, genau. Ja. Michael Zauner, der braucht es. Und schau, Roland Sperg ist euch auch. Grüße an alle aus Litschau. Grüß euch, Roland und Natascha wahrscheinlich auch nicht weit, vermute ich aber nicht. Uns aller Spergs. Wie man so sagt. Wir haben was Wichtiges vergessen heute, ist mir eingefallen auf der Autofahrt zum Klaus nämlich. Also? Ja. Ich brauche noch ein paar Flyer vom Ja. Wiener Lied Festival, aber das ist, wir mal telefonieren, vielleicht komme ich diese Woche noch dazu, weil ich auch Flyer der 16er Burm nach Mistelbach bringe und so weiter. Ja. Ja, genau, weil wir gesagt haben, natürlich für den Regisseur Brauchen. für die Bredlerspitzen vom Bayerischen Rundfunk, der war nämlich auch am Schame-Klangfest. Also jener Regisseur für die Sendung, wo wir jetzt dann Wo wir sind, die Aufnahmen haben. Ja. Und dem wollen wir natürlich auch einen Flyer bringen vom Festival Landpartie am Kalderberg in Sierendorf an der Mach. Das ist wann? Am 24. August ab 11 Uhr Vormittag geht's los. Ja. Mit buntem, wunderbaren, also mit buntem Rahmenprogramm. Das klingt so schön. Das klingt deppert, aber das ist ein Fest für die ganze Familie. Wie will der Patrick damit sagen? Genau so nicht meine ich nur das für Wiener fast. Lied Fest, sondern auch für Generell, uns. ja. Und ich glaube, ab 1 was startet dann das musikalische Programm. Wir sind natürlich mit dabei. Mitsamt vielen anderen Größen aus ja. der Wiener Lied-Szene. Collegium Kalksburg ist dabei. Ist dabei, Strottern. genau. Strottern sind dabei. Dann natürlich. Karl Zatschik ist dabei mit der Partie, es wird Freddy Gradinger wird dabei sein. Du- Rudi Koschelo mit Stiegler Marie Ja, ist da. richtig. Und Die Häusers, Häuser sind ja. da, genau. Die- Papa und Tochter, jawohl, mit der Konstanze. Großartig. Überaus charmante Konstanze mit Absolut, dem ja. liebenswerten, wirklich überaus liebenswerten Tommy Häuser. Ganz großartige Partie. Ja, also es sind wirklich viel. Und für die Zauners jetzt noch Wiener hingewiesen, Vorstadtkollektiv ist auch Wiener dabei. Vorstadtkollektiv erstmals, ja. Erstmals dabei, ja. Für Michael Zauner ganz wichtige Info, auch Radio Wiener Lied ist dort vertreten. Mit einem großen Erich Stand. Marion Zipp. Und die verkaufen auch die CDs, nicht nur ihre eigenen und die sie im Shop haben. Ja. Oder im Verlag haben, sondern auch alle anderen CDs der Künstler werden verkauft. richtig. Die machen quasi auch den CD-Stand auch noch Genau. zusätzlich. Aber nachdem wir den nicht haben, könnt ihr euch anrufen und sagen, erst pass auf, ihr braucht es auch nicht schicken, sondern
Ich glaube, ich komme Ja, zu kommt schon, passieren. ja. Dann sagst du, nehmt mal bitte die mit von den 16er Punkten. Genau. Oder erste, wir werden keinen Richter brauchen, Genau. wenn sie es noch haben, dann könnt ihr es dort gleich holen. Also es wird ein tolles weiteres Festival. Wieder der nächste Festivalpass, der dann hier auf das Bild kommt, für dieses Jahr. Das ist ein bisschen kleiner wie das letzte Mal angeblich. Angeblich ja. Aber absolut super. Ja, wir freuen uns auf das Fest auch schon wieder. Wird wirklich klasse. Also beste Grüße nach Litschau, Roland Sperg, auch die Spergs, die Meyerhofers, ganz wichtige wie so Protagonisten des kann man so freitaglichen Mittagstisches. Das beim kann man so Kaufmann. sagen, ja. Legendär, wie immer. Wie immer. Ja. Roswitha wünscht sich das nächste Mal beim Taschler Habibi. Ja, das können wir heute auch schon spielen. Susanne Mose, ja, solche Bilder sind mir auch schon untergekommen. Naja, so war es halt, oder? Ja, was soll ich da sagen? Früher. Ja. Ja, genau. Susanne sagt, das kannst du heute auch schon wünschen für die Frau. Schönes Leben. Ja, das machen wir dann. Aber vorher machen wir natürlich noch für den Gerrit der Graube, war das, glaube ich, gell? Ja, die Kirschen. Die Kirschen. Das sind Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Ohne Wurm ist gut. Es geht aber ein ergänzendes Lied schon. Lisa Kirschen für die Wachsen, ohne Kern, aber mit Würmer. Wegen einem Gehalt was, ne? Da wird der Walter Hose immer gesagt, Marillen müsst ihr essen, Marillen, das ist auch gut. Die Kirschen, Marillen, das ist gibt Kraft. Hier liest Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn ich die Sonne ginge, die möcht sie holen. Und wenn's für die ist, hätt ich schon das Frühjahr gestohlen. Der Wald für die, der mir ist das lauter Christmann sein. Wenn du was ich schaust, die soll der Welt nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter den Schritt. Und wenn ich helfe Gott sag, am liebsten mit einem Lied. So denk über dich, aber du denkst nicht an mich. Und mir tut's doch so gut, von dir ein Liebeswort. Von dir einmal eine Hand und nicht einmal nur eine kalte Wand. Jetzt dreh ich einmal und sag zu mir, na komm. Aber du denkst nicht an mich. Und mir tut's doch so gut, von dir ein Liebeswort. Von dir einmal eine Hand und nicht allweil nur eine kalte Wand. Jetzt dreh ich einmal und sag zu mir, na komm. Ich lese die Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Wenn mir der Himmel kehrt, krieg es jeden Stern. Wenn mir die Sonne ginge, die möcht sie holen. Wenn's für die ist, hätt ich schon das Frühjahr gestohlen. Der Wald für die, der mir ist das lauter Christbaum sein. Wenn du was ich schaust, die soll der Welt nur mein. Und die Gebärse, die liegen unter dem Schritt. Und wenn ich helfe Gott sag, am liebsten mit einem Lied. Bravo Walter Bissecker und Karl Hodener. Absolute Traumnummer. Eine schöne Nummer, ja.
Er leidet, mein Lieber. Nein, ich muss sagen, ich leide gar nicht. Ich finde es sogar recht spannend, weil es funktioniert. Ja, aber das ist ja nicht abendfüllend funktionieren, muss ich dir ehrlich sagen, du bist tot. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber ich habe auch keinen Schmerz im Hals. Aber es ist nur für mich anstrengend, weil diese Technik, und für mich klingt es ja ungewohnt. Also ich hoffe, es klingt nicht schlecht. Aber ich singe natürlich jetzt sehr klassisch fast. Gehaut's mir für den lieben Klaus, bitte wirklich ein paar Achtel rein. Ja, danke dafür. Das hat er sich definitiv verdient. Klaus zum Wohle. Ja, nein, danke zum Wohle. Aber das war gestern gar nicht gegangen. Gestern ist es nicht hin. Aber wir halten uns auch beim Spielen sehr zurück heute. Ich hoffe, die Lautstärke passt trotzdem für euch alles. Also, das wird schon passen, hoffe ich. Sehr dezent alles und dadurch. So sieht man schon sehr. Gary der Glaube sagt, so schön, schau. Rutger Maat, echt, hat ihn auch, Wolfgang, ja. Dankeschön. Wir haben so schöne Komplimente. Habibi sagt der Manfred, so begrüße ich meinen ägyptischen Rosenverkäufer, wenn er aber während unserer Veranstaltung in dem Geschamster Diener hereinplatzt. Ja, wir haben das zweimal. Wir sagen einmal Habibi. Jawohl. Aber die ersten Habibi-Begrüßungen haben wir gehabt, das war in Kärnten. Wir haben meine Eltern gehabt am Rauschelesee. Das ist also da am Ohrensee, ein kleiner, Nähe Felden. Eigentlich. Und da ist auf dem Campingplatz, da war ich natürlich oft auch, nicht, habe die Eltern besucht und konnte natürlich so auch doch recht kostengünstig einstmals meinen Urlaub dort auch mit verbringen oder ein paar schöne Tage. Und da war es auch so, da ist immer am Campingplatz ein Zeitungsverkäufer gekommen. Nicht? Mein Vater hat immer Kurier lesen, nicht? Da ist halt immer gekommen, da die ganzen Stammgäste quasi gehabt haben. Du schickst mir was weiter. Ich habe da was weitergeschickt. Muss ich das da irgendwie bedenken? Bitte ja. Gut, ich wollte dich nicht unterbrechen jetzt, aber der Peter Prachtl hat geschrieben, dass er mir was geschickt hat im Chat. Ich verstehe, wenn man es gleich anschaut. Das sofort, darum habe ich so komisch streicht, aber der Klaus dazu, der hat mir doch die Macht. Ja, passt schon. Und auf jeden Fall und das war auch, ich weiß nicht welcher, aber ich sage jetzt, ja, Araber, ich sage jetzt einmal allgemein Araber. Und da war ist immer gekommen, und dann hat er mir Salam alaikum, hat er immer gesagt, nicht? Aber ich habe sehr gut Deutsch gehabt, Salam alaikum. Und ich sage zu ihm, na alaikum salam. Und da hat er sich gefreut, nicht? Und dann habe ich gesagt, Habibi. Das war der erste Habibi. Und dann später auch der Rosenverkäufer Manfred. Oder die Rosenverkäufer, muss ich sagen, weil es sind immer die gleichen, aber bei jedem. Und da Habibi kommt einer. Manch einen kennen wir ja seit 30 Jahren eigentlich, muss man sagen. Ja, stimmt. Rosenverkäufer Stimmt. Von Anfang an, ja. Stimmt, absolut. Ja, absolut. Ja. Stimmt, absolut. Ja, der Wienerlied hat noch 18 vorrätig, sagt er. Genau. Mit der Prachtl. Patrick, habe ich dir die Cover auf WhatsApp geschickt? Das ist das, alles klar. Habe ich gleich dem Klaus weitergeleitet, dass er das vielleicht einbinden kann jetzt. Mal schauen, ob es funktioniert. Ich kann alles. Kann alles. Das funktioniert, garantiert geht das. Pass auf. Bist du deppert, ich muss fast denken. Und das sind dann die letzten 18, die es noch gibt auf dem offiziellen Markt. Was dann am Gebrauchtmarkt erscheint oder am Vintage-Markt erscheint, wird sich weisen. Das ist ja auch schon Vintage, wenn das 20 Jahre her ist, kann man sagen, ist natürlich klar, dass er viel haben wird, was auftaucht im Laufe der Jahre dann. Ne? Klar. So lang ist das schon her, ja? Dass das bereits auch viel haben wieder weiterverkauft und verscherbt wird. Interessant. Also, man merkt, man wird auch alt schon langsam. Nicht? Also, ich meine, ja, alt, wir werden aussehen tut man es uns nicht, aber spüren dann, was er macht. Das sieht ja keiner. Was habe ich da jetzt wieder? Michael Zauner bestellt morgen schon. Schreibt schon Danke an Peter Prachtl. Wird schon morgen bestellt. So. Jawohl. Pass auf, jetzt. Das ist, ich kann weiter so viel dazwischen. So, jetzt müsst ihr jetzt da sein und von da müsst ihr das jetzt da umspielen können. Wartet mal. Habt's Geduld noch. Ich hoffe, es funktioniert alles ohne Abstürze oder so etwas, nicht? Das war das. Wahnsinn, schaut euch das an. Ist schon da. Ja. Jawohl. Ich tue es auf meinen Platz, Patrick, du kannst ein bisschen was dazu erzählen, weil in der Zwischenzeit schon ein Stück Hecher, bitte, ja. Hast du schon? Ist es schon da? Ist schon online, es ist genau auf meinem Platz, wo ich sitze, da ist... Jawohl, ich sehe es nämlich nicht, also darum, Wir wären kein Richter, jawohl, das genau. Alles nicht, das ist. Du wirst das gleich sehen. Entschuldigt mich ganz kurz. Wunderbar. Und wie ich ja schon gesagt habe, dieses wunderbare Coverfoto damals, das wir aufgenommen haben vor 20 Jahren. Übrigens
zum Wein passend, also nicht ganz aus der Gegend natürlich, weil das haben wir aufgenommen bei dem Dreikugel-Schachinger im Hof hinten, bei dem großen Tor hinten zum Weinkeller, von diesem alten Holztor dort ist. Die haben wir auch gespielt mit beim Dreikugel-Schachinger. Das waren damals ganz junge Buben, die haben das übernommen gehabt, das waren die Nachbarn vom ursprünglichen Dreikugel-Schachinger. Die haben beide, glaube ich, im Medizinstudium, die Eltern auch beide Ärzte und haben den Heiligen dann übernommen. Quasi. Und immer am Wochenende, am Samstag ausgesteckt. Ich weiß nicht, ob die noch immer ausstecken, ob die das noch machen oder was. Ich vermute ja, vielleicht weiß das wer von euch, vielleicht Karl M. oder also Franz M. meine ich natürlich und Isabella oder irgendjemand, ob die noch immer am Samstag, also jede Woche Samstag haben die ausgesteckt gehabt, auch nur einen eigenen Wein gehabt, kleine Speisen zum Essen gemacht, alles selber gemacht, also wirklich so eine urige Buschenschanker gewesen dort. Und dort haben wir auch ab und zu gespielt, so ein-, zweimal im Jahr damals, vor 20 Jahren. Und da entstand eben dieses Cover, genau, jetzt sehe ich schon da. Ja, genau. Ja, Susanne Moser schreibt, coole Aufnahme. Ja. Ist schon da, wo wir, mein Gott, nein, wo wir da liebe Bierschalen noch damals. Das ist unglaublich. Da fällt der Klaus also nicht wieder zu erkennen. So ganz knockert im Gesicht. Ja. Also, und man sieht ja gar nicht, dass ich da lange Haare habe. Also dass ich hinten ein Schwanzl. Hinten habe ich einen Pferdeschwanz. Das sieht man da nicht natürlich. unglaublich eigentlich. Ja. Unglaublich. Nein, aber Danke, Wolfgang. Da war ich schon aus wie ein Pfarrer. Ja, da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich wurde schon angesprochen einmal in der Straßenbahn. Das war noch vor dem Foto noch lang. Ich bin einmal mit der Straßenbahn zum Klaus gefahren mit meinem uralten Harmonikakoffer und mit einem schwarzen langen Mantel und einem wunderbaren schwarzen Hut auf. Und ich wurde in der Straßenbahn damals angesprochen von jemand, von einer älteren Dame. Grüß Gott, Hochwürden. Ist das ein neues Instrument oder ein Geschenk für Ihre Pfarre, nicht? Die habe ich so anhauen müssen drüber. Weil ich offenbar wirklich ausgeschaut habe wie ein Pfarrer. Und jetzt heirate ich es heute zum zweiten Mal noch einmal. Ja. Na bitte, ja. Ich bin da nicht böse, aber es passt schon. Ich hau mich an einfach. das stimmt wirklich. Hochwürden, ist das Instrument, das neue oder was? Für die Pfarre bei Ihnen? Das war großartig. Der Klaus ist sofort erzählen müssen, der ist ja gleich am Boden fast, nicht verlachen. Ja, das war wahr. Mit den alten Mantel, so ein schwarz vom Großvater angehabt. Ja. Bitte. Der Lodenmantel oder was ist Der das? Lodenmantel und einen Hut auf, einen schönen. Eine Brille, nicht? So eine runde. Hast du ein rotes Nasel oder einmal gehabt und rote Bagerl, nicht? Das passt auch natürlich. Nicht? Der Bartwuchs war quasi damals nicht vorhanden im Gesicht noch. Man kann ja sagen, quasi St. Patrick. Sozusagen, ja. Isabella eben, also sie schreiben ja. stecken immer noch aus. Dreikugel-Schachen. Okay. Ich habe mich gefragt, ob aus, ja. Franz oder Isabella eben wissen, Ja. ob die noch immer ausstehen, weil die Geschichte erzählt, ob das mit der Tieftes gespielt haben und die beide Medizinstudenten waren, die Eltern auch beide Ärzte. Richtig, ja. Und eigentlich die Nachbarn waren. Ganz liebe Leute. Zum Wohle einmal, nicht immer einen Schluck. Jetzt einmal, Zahner hat schon bestellt. Jetzt gerade bestellt sie die. Jawohl, Na, bravo. perfekt. Na, die werden jetzt schauen. Beim Radio Wiener Jetzt kommen die ist Depper, das ist ein Wahnsinn. Nicht? Und da gestern am Montag und heute, nicht? 18 haben wir gehabt, jetzt haben wir nur 2. Jetzt haben wir 30 Bestellungen, was machen wir? Aber jetzt kommen wir der Aufforderung, der dezenten möchte ich fast, dezenten Aufforderung vom Star Wars Felix. Star Wars Felix, was? Spielt's was, das ist 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal geschrieben hat oder was? Wobei eins sagen sie, Wiederholungen gefallen nicht immer, nicht? Das ist richtig, muss ich auch sagen. Aber muss ich dazu einwerfen kurz. Das stimmt. Aber deswegen machen wir jetzt natürlich für die Roswitha Habibi. ein Habibi. Jawohl. F-Dur, F in Not, Vater. Vater. Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Bräuche, andere Sprach. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist da und seine ist fern, doch mir uns tut es nicht stehen. Wir haben viel erlebt, waren im Unglückverein, ja wir sind die besten Freunde. Happy
bin nicht mehr mein Haber, ich soll gehen, ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Ich bin nicht mehr mein Haber, ich soll gehen, ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gehen ins gleiche Glas, sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere singen, andere essen, aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Meine Heimat ist da und seine ist fern, aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben viel erlebt, waren im Bunkelverein, ja wir sind die besten Freunde. Happy bin nicht mehr mein Haber, ich soll gehen, ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Happy bin nicht mehr mein Haber, ich soll gehen, ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Mein Freund. Text wieder einmal Monika Kuri, Musik Klaus Pesteurer. Schöne Nummer. Absolut, ja. Gefällt mir wirklich gut. Ich finde auch, hat einen leicht orientalischen Einschlag. Monika ist ja mit einem Araber verheiratet. Richtig? Deswegen habe ich mir gedacht, erst, Mit Kevan. weil die Idee war ja meine. Also das muss man tatsächlich sagen. Ich hab zur Monika gesagt, erst, du bist ja mit einem Araber verheiratet. Sag mal, was war denn so ein Begriff aus dem Arabischen, das mir im Wienerischen trotzdem oder aktuell verwenden. Ja, Und, genau. wir sind nicht wirklich, und mir ist dann eingefallen der Habibi. Eben wegen einem Rosenverkäufer, Manfred Kraft. Wegen einem Rosen. Ich hab gesagt, genau. ist Habibi. Sag ich, Trottel, na klar. Und dann sage ich zur Monika, hier ist Habibi. Sagst du, das ist eine gute Idee. Sagst du, über einen Habibi, da schreibst Da schreibe ich was. Und das ist Ja. rausgekommen. Ja? Ja. Schön. Roswitha bedankt sich recht herzlich bei euch für das Lied. Ich danke dir vielmals. Haben wir natürlich sehr gern gemacht. Gary gerne. Graube sagt auch, super Nummer. Da passt das keinen drauf. Ne? Werden wir gleich machen. Werden wir machen, Wolfgang machen wir gleich. Michael Zauner, dann sind es noch 16. Peter Brachtl, hast du vielleicht alle gekauft, oder? Weil du vorher geschrieben hast, 18 sind es, jetzt sind es nur 17, hast gleich du eine bestellt? Wahrscheinlich. So gut, Freunde, die kaufen Die wir aus. Das packen wir heute noch. Ausverkauft. So jetzt, jeder radiowienerlied.at, geht schon, bestellen. Das Geld ist wohl nichts mehr wert, geht schon aus. Habt schon Die gehört, Glocken habt schon sind- gehört. Erst wahrscheinlich kaufe ich mir auch welche Bier. Ja, kauft er zwei. Ja. Ja, wirklich. Das mache ich. Die wäre auch, sie soll mir nach Siedler von der Mach soll sie mitbringen, 2 CDs. Da sind sicher genug da, also vermute ich einmal. Ich weiß nicht, ob es Da mit sind. hat. Ah ja, ist die Das weiß ich nicht, ob sie es Alle, mitnehmen, ja. ne? Ja. Das ist mir noch. Na gut, aber das ist geil. Haben wir auch gespielt. Ja, wir müssen jetzt einmal schon über das Schrammelklangfest. So sollten wir schon plaudern auch, ja. Und fangen wir an, weil bevor wir jetzt das Geilen spielen. Werden wir ja morgen in der Früh sicherlich auch noch. Werden wir auch, das werden wir auch Das natürlich. Thema natürlich Aber klar. wir können das jetzt schon abbringen. Wir können ja jetzt einmal eins sagen. Wir hatten ein Highlight. Absolut, ja. Das war natürlich am Samstag die Matinee um 11 Uhr bis Schön. 12:30. Bis 3:15 haben wir Wir haben gespielt. dann bis 3:00 sogar gespielt, ja. Gut, ich bin dazwischen einmal aufs Eidl gegangen. Daher wahrscheinlich die Welt. Da haben wir dann nicht mehr viel gespielt nachher. Ja, auch nicht noch, aber na, was muss, das muss. Entschuldigung, das sind wir ehrlich. Aber auf jeden Fall, das war natürlich unser Highlight. Ein volles Theater, Ja, also wirklich voll. wirklich voll. Das Herrenseetheater war voll. Und auch draußen, außerhalb standen auch noch einige Leute und saßen auch noch welche. Das war wirklich wunderschön. Ein schöner erster Tag, also erster ganzer Tag, sagen wir so. Begonnen hat es schon am Freitag. Aber das Highlight war absolut die Matinee. War das, auf jeden Fall. Am Ding, muss ich Auf wirklich jeden sagen. Fall. Der Sperrkoller hat uns noch versprochen, er schaut nach, jetzt dann nochmal, erzählt nochmal durch, wie
wie viele Leute da drin sitzen, man geht ja den 10 Uhr anfangen. Aber den möchte man momentan nicht stehen. Ja, das, Der ist eben Stress genug momentan. Daher. aber vielleicht denken uns da Roland da, wie viele Leute sind eigentlich, ich habe keinen, es ist schon ein Schienstickel. Und obwohl meine Stimme wirklich stark bedient war, haben wir gedacht, gut, das schaffen wir. Da haben wir ja natürlich auch verstärkt gespielt, da haben wir ja Tontechnik gehabt, eine sehr gute Tontechnik. Sehr, absolut, ja. Großartige Techniker arbeiten dort, die haben das schön im Griff gehabt, haben das ganz super ausgesteuert, haben uns schön hörbar auf der Bühne gemacht. Also hat alles wirklich war super wirklich gepasst. vom Feinsten, ja. Und ich war wirklich, und das muss ich jetzt so sagen, das kann man ja so eben aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben noch nie einen solchen positiven Rückmeldung, so positive so Rückmeldungen, viel viele positive Rückmeldungen gekriegt, die so begeistert wurden. Und auch viele, die uns gut kennen, die Zahners waren dabei, die Sperks waren dabei. Und viele andere, Das ist ein Wahnsinn, es war so ein leibendes Programm. Ein so stimmiges Programm, ein so schönes Programm, ein so schön moderiertes Programm auch und alles zusammen und überhaupt Und das war Spannende, fantastisch. das Spannende Diese dabei ist, Rückmeldungen, ja. nach der ersten Nummer war mir persönlich Ich zum hab- Rehren. Ich habe das mitgekriegt, nicht mehr, und ich habe mir gedacht, auf der Bühne hinaus. Ja. Ich hätte am liebsten die Gitarre. Das werden jetzt Saxophon. eineinhalb schwierige Stunden Ja. werden. Ja, sie waren nicht schwierig. Sie waren nicht schwierig genug. Aber sie waren auch schön, weil ich gemerkt habe, das Die Publikum Resonanz ist da. war ja so da vom Publikum, das war fantastisch. Aber ich habe, wie ich gemerkt habe, die Stimme versagt immer mehr. Wir müssen unser Programm, wir haben kein Programm gehabt, aber Wir haben müssen das Programm dementsprechend anpassen. Ja. Also wir wir haben sicher Glanznummern. 10 Lieder haben wir sicher nicht gespielt, die wir spielen hätten wollen. Es war trotzdem wunderbar. Wir haben ein riesen Repertoire, aber so ein paar Glanznummern hätten wir ganz gern natürlich braucht. Ja. Also ich hätte mir da von der besten wo wir auch Seite- zweistimmig schön singen. Und Ja. so, ein paar waren da dabei gewesen und ja, ist halt nicht gegangen, nicht? Aber es war trotzdem, das Publikum war derartig begeistert. Isabella sagt, nicht zu vergessen, Soundcheck 9 Uhr. Ja, Wann war der Soundcheck? das war ja 9 Uhr. 9 Uhr waren wir gestellt. beim Soundcheck. Ja, und das war wirklich so. Ich meine, es hat mich natürlich dann getragen, das Publikum, muss ich echt sagen. Weil, und es war gut. Also es war, nur aus meiner Sicht, was für mich, wenn du auf der Bühne sitzt und du weißt ja, wie du das magst und das Moderieren und so, und ich merk, dass meine Stimme immer kippt, die kippt immer. Und ich weiß nicht, wie es beim nächsten Lied ist und was spielen wir jetzt, aber es darf mich nicht überfordern. Also es war jetzt so, als wie der Handschachmacher, hätte mir nicht vorgekommen, aber das war nicht, das hätte mich umgebracht. Aber ich weiß, ein Uretz Heisel hätte man ganz gern gemacht. Ja, das stimmt, das und war das- nicht gegangen. Das hätte ich allein gesungen, okay, war auch nicht. Klar, aber das Ja. ist zu zweit einfach wirklich eine schöne Nummer von uns. Aber es ist wirklich spannend, und dieses zum Bild zu sehen, nicht? Wenn du sagst, ich bin wirklich die erste Nummer, wir haben die angefangen zum Spielen, grüß euch, servus, küss die hin. Und ich war am liebsten, wirklich, in mir hat's gebrannt. Ich war am liebsten aufgestanden, ich hätte am liebsten gerät wie ein Schulkind. Wirklich, wie ein Schulkind. Ich hätte am liebsten geschmollt, gerät, gefällt. Ich habe mir schon gedacht, jetzt fliegt sich die Tag, habe ich mir nicht gedacht. Ich war Das so- war so heiß. Auf mich selber, nicht? Also auf das, dass du jetzt Das Publikum hat es nicht mitgekriegt, aber ich kenne ja mir lang genug, und wenn man so auf der Bühne dann sitzt nebeneinander und man merkt, es ist, Ja. Aber das ist, 2, 3 Lieder und wir waren nicht fort. ja. Und es hat trotzdem gepasst. Aber natürlich trotzdem, und das war schon. Und dann ist halt am Nachmittag haben wir dann noch am Fernsehtheater gespielt, unplugged. Ne, und das hat meine Stimme dann endgültig. Drüben haben wir gespielt. im Schrammelpfad. Schrammelpfad, ja, bei der Birkenbühne haben wir In diesen gespielt. Naturbühnen, Ja. ja. Und dann drüben auf der Glühwürmchenwiese wieder herüben. Und das das war hat schon- mich dann natürlich umgebracht und damit war dann der Sonntag ein Overkill, das eine Konzert, was wir gegeben haben, und das ist zweite haben wir gegangen. schon gar nicht mehr gegeben, und da muss ich fast sagen, ich war wirklich ehrlich gesagt Gott sei dankbar. Gott sei Ja, Dank gut. kam der strömende Regen, das sozusagen. Na, trotzdem war es schon, dass es gescheit hat, nicht? Oder? Aber das war für dich war es das Beste, ja. Ja, für mich, nein, ich war dankbar. Ich war dankbar, weil ich schon so. Weil der Manfred sagt, nur nicht so viel Druck auf die Stimme, in so einem Fall richtig. Und natürlich, was du Unplugged spielst, dort. Und jetzt hast du schon 1,3 Stunde durchgespielt. Und dann bist du dort auf den Bühnen, wo es wirklich, das ist Freiluft, das ist nicht, da musst du alles auspacken, was geht. Und abgesehen davon, es war ja nur schon um den Ton überhaupt, um die Stimme halbwegs kontrollieren zu können, Ja, wo ich ja. den Druck braucht. Am Freitag natürlich war das weg. Aber gut, das war das, was sich intern abgespielt hat, aber bei dem Konzert habe ich dann schon gemerkt, nein, das geht schon.
Jetzt müssen wir uns ein bisschen aufpassen. Aufpassen an den Das Dings Publikum war mörderisch leibend, das hat uns getragen und damit war das Konzert für uns oder für mich dann auch wieder, war es wieder okay. Ja? Oder war es eigentlich sehr leibend, weil es wirklich viel Leute waren und weil das eine gute Stimmung war. Also das war so das spieltechnisch für uns wirklich, also das war für mich wirklich das war für mich nicht leibend. Das war für mich nicht leibend. Und auch wenn dann wer gesagt hat, du, wir haben das nicht gehört oder sonst was, denke ich mir, ja, aber ich weiß. Ich weiß, wenn man selber weiß, das was ist ich könnte schlimm. und was jetzt nicht geht. Ja. Also ganz furchtbar, ganz furchtbar. Aber ja, ist vielleicht auch lehrreich. Ja? Lernt man auch was dabei. Na klar, man lernt immer was, man lernt nie aus im Leben, ja. Und der Wolfgang sagt, hoffentlich am 21.07. alles fit. Ich hoffe schon die Woche Freitag, nicht? Ja, Also, Freitag spielen wir dann Riss in Köln, Ja. da sollte auch wieder Da fit kommt sein. Halbkettlersbrunn kommt, nicht? Das ist, Nehme ich gleich einen Schluck. Dann nehme ich gleich einen Halbkettlersbrunn kommt dann am 21. auch wieder. Schluck. Und auch wieder. Ja, und zwar, und das ist, da möchte ich auch noch mal Werbung machen. Aber wir haben schon festgestellt, es wird schon eng. Ich habe heute Ja. einen Check gemacht von Freitag. Es ist, also ich sage mal, 3/4 ist voll, ja. Ja, mehr als 3/4 sogar. 3/4, mehr, so mehr, mehr als 3/4. sicher, ja. Weil wir das gestern so angeschaut haben. Also es gibt schon noch Plätze jetzt da, aber wenn du sagst, na ja, wir wollen eine Gruppe sein und sonst was und das fällt 2 Leute ein, dass da ein paar, also dann wird es schon eng fast mit Platzern. Also wir wollen jetzt keine Panik machen, es Nein. gibt noch genug Platz, Ja. aber es kann sich verdammt schnell füllen. Sagen wir so, am 21.07. beim Tschauner in Otterkring. Schaut auf unsere Homepage und dann findet ihr alle Infos. Und wer da nicht Zeit hat oder nicht möchte, muss ich sagen, am 17. bei mir in meiner Heimatgemeinde sozusagen, also ich bin ja Eiberstall, aber 4 Kilometer ist Mistelbach von mir, die Bezirkshauptstadt, spielen wir am Kirchenberg. Das Sommernachtskonzert sozusagen vor der Kirche in Mistelberg. Aber wo Auch Kirchen- Mistelbach am Mistelberg. Berg. Ja, das Wochenende war lang, meine Ja. Lieben. Beten wir für schönes Wetter. Beten wir wirklich für schönes Wetter, dann sind wir vor der beleuchteten Kirche, ist irrsinnig stimmungsvoll dort und wunderschön. Wenn nicht, spielen wir in der Aufbahrungshalle, wenn es schüttet. Habe ich gehört, allerdings, es ist dort auch sehr stimmungsvoll von Naja, Leuten, die schon und? waren. Wir spielen Wiener Lieder. Wenn wir nicht in einer Aufbauungshalle eine Stimmung machen können, dann weiß ich nicht. Wer denn dann? Nicht? Also, wir haben schon Das mal. ist am 17. ist das 17. Juli, am Ja. Mittwoch auf die Nacht. Ja. Eintritt ist frei dort, es gibt eine Spendenbox für uns, das ist die Gage, die wir dort kriegen. Also, wer will, bitte gerne kommen. Ja. Ja. Ich freue mich auf das auch schon sehr. Ja. Aber ich kenne es ja zusätzlich auch für den Schauner. Selbstverständlich. Nein, das war wirklich toll. Also, die Chance, ich habe das so hingestellt mit einer Absicht. Gell? Ich sag's dir. Ich hab mir's will grad dich gedacht. nicht, ich will dich nicht stressen, aber Ich geh schon. ich wollte das nur erwähnt schon. haben. Ich will dann gespritzen, also ein Gespritz ist leid. Wir sollten nicht öfters Gespritze trinken, aber das tut man auch nicht. Ja. Ja, genau, der Zahner sagt, jetzt wird die CD zur Rarität. Dank Brachtel, bitte, er hat auch eine bestellt. Ja, ich glaube, ich werde die Marion kontaktieren, weil ich sagen, jetzt tun wir 2, 3, 4 zurücklegen. Das. Ui, Jesus, nein, wird aufgegossen. Mistelberg am Bach, bravo, Gerät der Graubär. So soll es sein, muss er sagen, nicht zurückschauen, nur nach vorne, alles ist gut, ja. Immer. Es ist immer eher natürlich, gut gegangen, aber ich kann sich nicht vorstellen, was das für Nein, es einen sind selber Qualen, das so sind wirklich auslöst. Qualen, das klingt jetzt so deppert, aber das sind wirklich, das quält einen. Ja, Das ist ich war furchtbar. verzagt, ich war richtig Das- verzagt, das- ich hätte warnen können, richtig selbstmitleidig. Ich hätte dort am liebsten gewarnt. Ich hätte einfach gewarnt, auf dem Ganzen, was für eine arme Sau ich bin. aber eben das Orge ist eben, dass du dann hörst, es war eines der besten Konzerte, was wir jemals gegeben haben. Eines- Vielleicht auch deswegen, weil ich Deswegen vielleicht, ja. so bedacht war drauf, dass ich das, das, ja. möglicherweise vielleicht das. Sowohl vom Publikum und sogar von Musikerkollegen, da kam Lober und Dings und das war hochinteressant. Ja. Ja. Wirklich schön, wirklich Absolut. schön. Schau, die ersten Ideen kommen schon hoch. Natürlich, dass der Läusel durchgespielt wird. Ganz klar. Ja. Gut, pass auf, jetzt haben wir natürlich eins noch offen. In Läusel werden wir dann auch noch machen, ist ganz klar. Aber natürlich ist Keilen von Wien sind wir für den Wolfgang noch schuldig. Ich glaube, sonst haben wir schuldig. Gell? Sonst haben wir alle, ja. Das ist kein Feld noch, genau. Zum Wohle. Entschuldigung, das ist nicht angestellt, aber da muss man Passt sich schon, aufhören, wie ja, der Kopf. ja. Ne? Das ist quasi ein Viertel plus der Schneeberg. Sozusagen der Kirchenberg. Genau.
Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich dein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du liegst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ja, geht runter wie der gemischte Soße vom Taschlermann. Aber es ist erstaunlich, wie viel Luft ich mir noch brauche. Ja, es Da ist, atme ich ich für mir mich schon eigentlich. Sorgen. Warte mal. Nein, es ist eigentlich, es soll ja gut sein, ne? Das ist, aber Singen ist gut, ne? ja. Wenn man viel Sauerstoff so sich immer mitnimmt. Ja, das kann auch zu viel sein dann vielleicht. Muss ich da Sacken bringen? Nein, für mich, das ist echt Arsch. Aber, es funktioniert. Aber es schont die Stimme. Das merke ich schon stark. Aber es ist halt ungewohnte Singtechnik und du kannst halt manche Laute kriegst du jetzt so nicht raus und dann bist du so auf, da hoch komme ich auch nicht so, weil das ist ja nicht trainiert. Aber man rettet sich. Und das ist jetzt Und nicht es geht wirklich gut, muss ich da sagen. Also das, ja, zum Wohle hier. Entschuldigung, ich habe schon angetrunken. Haben wir schon ausgetrunken, die Flaschen leicht, oder? Das ist jetzt aus, ja. Das sind wir jetzt gewohnt vom Festival. Ja, das passt von der Uhrzeit auch. Du weißt ich wie beieinander war, ne? Ja, sie haben keine Stimmschenke. Nein, Gaudi haben wir gehabt. Also das muss man echt sagen. Es war auch schön, also das Festival war wirklich schön. Also es war wirklich wieder einmal natürlich ausgesprochen gut organisiert. Ich muss wirklich sagen, danke an die Organisation auch wieder.
selbst wenn was passiert im Vorfeld, was auch schon morgen ist, es wird eine Lösung gesucht und sie wird gefunden dort, es wird ohne viel Diskussionen dort. Aber auch die Künstler von unserer Seite aus, da ist keiner grantig und auch, es ist halt passiert was und es wird gelöst und damit passt es. Es ist großartig. Ja, also, hat wieder alles funktioniert. Auch, wie gesagt, Schlechtwetter, technisch auch die alles. Schlechtwetter quasi Lösung. Es ist wie es ist, nicht? Da kannst du nichts machen. Ja, kannst nicht? nichts machen. Genau so ist es, ja. Und das haben wirklich gut gemacht, super gemacht. Alles leider super organisiert. Das erste Wochenende kann man sicher sagen, aus Seiten Gelungen, glaube ich. Gelungen. Ja. Mhm. Aber natürlich, was schon ein Thema ist, was auch viele angesprochen haben. Mhm. Also, wenn man jetzt hergeht, der Schrammelpfad. Der Schrammelpfad, diese Bühnen rund um den Herrensee, ja, das ist natürlich schon also ein riesengroßer Schwerpunkt, wirklich im Wiener Lieder. Absolut, ja. Absolut. Die Abendprogramme auf der Hauptbühne, da ist jetzt eine Sache. Es ist halt so eine Geschichte. Viele sagen, naja, das Wienerische fällt mir. Andere sagen, ja, das ist wenigstens möglich. Das ist das Verbindende zum Wienerisch. Es ist eins einmal auf jeden Fall. Der Erfolg gibt dem Zehner recht, dem Intendanten, weil es funktioniert. Absolut. Aber natürlich, es war am Freitag auf die Nacht Wudo Jürgens und irgendein Rap, Hip-Hop, irgendwas Samurai. Samurai, ja, genau. Ja. Die für sich gesehen ihre Fans haben, auch gut sind in ihrem Genre. Ich bin jetzt nicht der Fan, aber das muss ja nicht sein. Sie haben ja ihre Fans, mehr als genug, also das passt ja. Man muss sich das so vorstellen, dieses Herrensee-Theater, das ist rundherum komplett offen, also kann man öffnen. Und dann hast du zwar innen die Theaterbestuhlung, dann sind draußen noch einzelne Stuhlblöcke, sage ich mal. Genau. Und dann mit einem Abstand, dann so einen heirigen Tisch, heirigen Bankel. Dort sind wir gesessen. Also dort, wo gefressen, gesoffen wird. Und du hast natürlich draußen laut, du hörst alles, was da drinnen ist, aber du bist natürlich nicht mittendrin, nicht im Geschehen. Genau. Und das macht es halt auch schwierig, dann mitzureden, weil ich bin sicher, also so sehr mir jetzt grundsätzlich Wudo Jürgens, muss ich echt sagen, nicht gefällt. Mir auch nicht, ne? Ist natürlich was anderes, wenn ich so drinnen sitze. Du bist drinnen im Konzert, im Konzertsaal selber drinnen, ist natürlich was anderes. Weil man muss sagen, jetzt die Band, also musikalisch, da können wir jetzt nichts dran reden. Nicht einmal irgendwas, da können wir nichts sagen. Super, spitze, ganz großartige Sache. Die Musik, künstlerisch wirklich gut, alles, ja. Wudo Jürgens, die Texte, was war, das Gesang, die Dinge, das ist nicht mein, die Aussprache, Nein. Das ist nicht meins. Gefällt mir nicht. Muss mir aber nicht gefallen. Das lebt ja nicht für mich, der Wudo Jürgens. Der hat seinen Erfolg. Also, 1000 Rosen, ja. Und wie gesagt, wahrscheinlich würde ich, wenn ich da drinnen sitze und jetzt früh in der Show bin und das beobachte, das sind wahrscheinlich weitaus mehr gefallen als jetzt. Ne? Aber das ist nicht schwierig. Und viele haben sich das schon angeschaut, muss ich sagen, weil ja einige dort waren, neues Publikum vom Schrammelklang. Und die haben sich wirklich da jetzt also Wiener Musik erwartet. Und das war halt auch ein bisschen für manche nicht so treffend. Ne? Und dann war also am nächsten Tag war ein Kollege am Karlsburg und der DJ, nein, das war gestern, gell? Was war am Samstag? Dann die Tschuschenkapellen war einmal. Die war gestern. Die war gestern zum Abschlusskonzert. Am Samstag war der DJ. Genau, am Samstag war der Samstag, ja. Kollege in Karlsburg und dann Heinz Ditsch. Lall, ja, das ist unglaublich. Und dann der Heinz Ditsch mit seinen aus dem Ladl, mit seinen ganzen Sachen, die er geschrieben hat, für seine ganzen Partien, mit denen er schon zusammengespielt hat. Das waren viel Covers. Und viel Covers. Alles, was da im Ladl so klingen ist angeblich. Und das habe ich aber nicht mehr unten gehört, weil gestern war am Samstag bin ich dann ins Bett gegangen um 10. Ich war um 10 im Zimmer am Samstag. Wir waren ein bisschen später dann schon oben am Balkon, haben wir uns noch eingesetzt. Ich habe es nur dann gehört beim Einschlafen. Ja, genau. Nein, aber es ist jetzt für jemanden, der Wiener Musik in dem Sinn erwartet, war es natürlich ein schräges Programm, bis halt auf die Matinee. Ne? Wahrscheinlich haben wir deswegen so viel Lob bekommen, weil schon endlich was Wienerisches. Aber ich muss halt dazu sagen, es ist dieses Schrammelklang-Festival, in 18 Jahren gibt es jetzt. Wir sind seit dem ersten dabei. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, es hat für mich gerade diesen Reiz trotzdem auch,
dass eben diese sehr moderne, sehr entfernte Musik jetzt vom Wienerischen, oder vom Wienerlied. Vom Wienerlied. Weil Wienerisch ist etwas alles irgendwie, aber vom Wienerlied, das hat halt, wenn so einen Platz hat, dann dort. Also dort hast du wirklich die Mischung. Absolut. Was man vielleicht sagen könnte, nur wie gesagt, nach 18 Jahren, ich kann in 10 noch nicht einreden ins Abendprogramm, weil wie gesagt, der Erfolg gibt ihm recht. Und er muss ja auch kommerziell ein bisschen denken, das heißt, er muss Karten verkaufen. Genau so Und hat da bis jetzt, mehr, weiß nicht wie oft in Gatsch gegriffen oder vielleicht gar nicht, aber im Großen und Ganzen geht es aus, muss man auch sagen. Nicht? Ich bin ja nicht der Intendant, nicht? Ich kann nur gescheit mitreden. Es würde mir persönlich gefallen, wenn auch auf der Hauptbühne an jedem Abend, zumindest als Eröffner, so ein richtiger Wiener Partie ist. Ja. Weil man muss eins klar sagen, so wie jetzt da eben Samurai war oder der Wudo Jürgens oder das Kollegium Karlsburg oder die Tschuschenkapelle, es ist wir sind, also wenn du jetzt sagst, die 16er Buben sind jetzt dort auf der Hauptbühne ein leimendes Konzert oder sonst so auf die Nacht, wo du ein bisschen so eine Stimmung geben willst, wo du die Leute ein bisschen aufreihen willst, wo man mittanzen soll, also, naja, da sind wir schon die falsche Besetzung, das ist schon klar. Das ist so. Aber es wäre, ich glaube, also mir würde es taugen, wenn ich eben wirklich in dem Abendprogramm eine echte Wiener Geschichte habe, Schrammel-Quartett, also wirklich eine echte Wiener Geschichte, weil dann hättest du diese Mischung wirklich vor dir. Und dann würde man zum also Beispiel. Die 3 Acts quasi wirklich ein echter Wienerischer am Anfang. Genau, zum Beispiel, und dann bist du halt, geht's weiter. dann bist du halt moderner. Ja. Genau, ja. Und das wieder, weil es war eins zu beobachten am Freitag, es war irrsinnig viel auf die Nacht dann. Ich sage jetzt einmal so FM4-Publikum da, Wudo Jürgens und Samurai, das kennt man vom FM4. Ja. Aber die sind gekommen, genau zum Konzert und sind nachher wieder gefahren. Ne? Das sind zu dem Konzert gekommen. Das ist also niemand, den man fürs Wienerlied jetzt irgendwie begeistern konnte oder ihm dahin führen konnte. Das war wirklich, die sind wegen einem Konzert gekommen, die Abendkarten gekauft und alles. Hast du gemerkt, das war ein ganz komplett anderes Publikum, das dann auch wieder weg war. Und das ist schade, weil jetzt müsste das Publikum da sein und sie kriegen zumindest ein bisschen was mit, ja. So würde es mir gefallen, ist aber natürlich. Was du nur hast, wenn du das ganze Wochenende dort bist, dann hast du das natürlich schon, klar. Dann schon. Dann hast du aber das waren ja Abendkarten. Aber Abendkarten eindeutig war das zu erkennen. Ja. Isabella Hin sagt, der grüne Kakadu war super. Ne? Das ist eigentlich allein, da war ich nicht mehr am Zimmer. Da war ich nicht mehr unten. Das war ein Stummfilm und mit Live-Musik dazu. Das war also sehr, sehr lässig. Ja. Schau, da wird der Werner Schöller sagt, grüß euch, ich bin der mit Stimmgerät in Litsch. Jawohl. Werner Weltklasse. Auf der Glühwürmchenwiese, Dankeschön. Er hat mir ausgeholfen, weil da war die Sonneneinstrahlung war so stark, ich konnte mein Stimmgerät nicht lesen. Und dann habe ich noch irgendwas verstellt und man hat es nicht lesen können. Und der Werner hat mir ausgeholfen mit seinem Handy, ist sofort zur Bühne gekommen, hat mir das Handy gereicht mit der App, mit dem Stimmgerät und das habe ich herrlich lesen können. Also danke Werner, da trinke ich sofort einen Schluck. Da trinke ich sofort einen Schluck. Das war ganz klar. Ja, muss man scheitern. Nicht? Nein, nicht. Fällt mir nach. Also ja. So viel zur Einteilung. So viel zur Einteilung. Also der Peter Bartler, Pepe Linnert Band mega. Ja, die sind großartig. Ja, schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf die Kunst, aber ja. Nein, also das so viel zum Thema Liedschau. Ich finde es großartig. Und jedes Jahr aufs Neue. Und was man halt auch nicht vergessen darf, es ist ja seit Corona, nach Corona, ist es ja auf 2 Wochenenden aufgeteilt. Und der Zehner, der Intendant, hat natürlich die ganzen, die was immer dabei sind, also unser einer, nicht? Muss man echt sagen, muss man auch sagen, danke, dass wir immer dabei sein dürfen. Die ganzen Wiener Partien, die hat er natürlich aufgeteilt auf 2 Wochenenden. Weil er gesagt hat, so ein Packel wie uns, nicht? Das teilen wir auf. Wir an dem einen Wochenende, andere an dem anderen Wochenende. Quartette und so weiter. Nicht? Das Schrammelquartett, das wird alles ein bisschen aufteilt. Und das war früher natürlich alles an einem Wochenende. Also da hast du natürlich allein schon gefühlsmäßig viel mehr Wienerisch gehabt, weil ja die doppelte Dings da waren. Ja, genau. Teilweise mehr, weil ein paar sind halt schon gestorben. Nicht? Muss man auch so sagen. Einige, aber es war wirklich viel mehr Wienerisch. Aber es war jetzt auch im Prinzip alles vertreten und ich glaube eben, dass das ein ganz guter Weg ist, wie das der Zehner macht. Mir gefallen viele Sachen nicht, muss ich echt sagen, aber ich habe auch schon viele Sachen entdeckt. Ja. Auf dieser Schrammelklang-Festivals in den 18 Jahren.
Manchmal tut es weh, muss ich echt sagen. Also zum Beispiel wirklich ein Freitagabend, das hat uns dann schon geschmerzt, einfach im Hintergrund. Also im Hintergrund ist gut. Das war einfach, das war störend anstrengend für uns. Nicht? Für uns, ja. Wie gesagt, wenn Sie jetzt natürlich drin Drinnen sind, bist, ist was oder anderes, wenn Sie jetzt wirklich in dieser Show drin sind, ist es nochmal anders. Also ich will im Himmels Willen die Künstler Nein, um das geht es ja nicht. Nicht Ja, alle das machen, geht's nicht, nein. gar nicht. Sondern es ist einfach das Setting. Ja? Natascha will das lachen. Ja, die lacht sicher. Das Setting ist, da ist es ein bisschen eigenartig. Aber unterm Strich, ich denke mir halt immer, egal mit wem ich geredet habe, es war noch immer der absolute Tenor leibend war es. Ja. Und ja. Das war leibend. Und dort Das passt halt ist viel so, hin. ja. Dort passt halt viel hin. Wenn nicht dort. Ja. Ja, das Programm ist nicht mehr so gedrängt, so dieser Belay. Ja. Und das ist ein gut, Vorteil, das ist ja. gut, finde ich. Ja, ja. Das ist ein Vorteil. Haben wir noch eine offene Nummer? Den Läusel haben wir gesagt. Den gell? Läusel, ja. Gustav, gell? Geht, ja. Ja, war schon. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit die Gruber und die Meier. Alles war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Am Anfang war die noch ziemlich flau, aber dann ist das Essen gekommen, na und schau. Dann waren die Händel und die Fleischl dann serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat, nur dass der Läusel nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Und die Achterreiner, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann wäre schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbeil wird geschwungen. Am Anfang tanzt der Bader und der Bruder ist kein Vater. Tanzt sich zu jeder zu, der Tisch spricht zusammen, ein Studelboot. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel halt schon dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel auch sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Lech. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Jawohl. Das war die Urgel zum Schluss. Ja, das war die Urgel. Ja. Nein, leider der Läusel, natürlich schon die Achtel von einem. Ludwig Schalver, sagt der Wolfgang, Weltklasse. Und der Werner Schöller, ich meine, jetzt muss man aber eins ehrlich sagen, Werner Schöller, ich hoffe, es taugt nicht beim Latschen, weil jetzt ganz ehrlich, als quasi, wenn man so will, als wie sagt man dann, wenn er das, als Ehrenrode, ne? Eigentlich der Ehrenrode. Der 16er Plus. Eigentlich kann man sagen, ja, genau. Als Ehrenrode, ne? Der mit Stimme gerät ausgeführt. Wir sollten wirklich sagen,
Du müsstest öfters in der Palatsche sein. Und das müsstest öfters in der Palatsche sein. Es kommt, ich hoffe doch. Und ich jetzt sage, damit wir dich entsprechend animieren dazu, nochmal an alle Pablaciste, vor allem im Chat, hat eine nochmal eine rote Achtung für unseren Ehrenrodi. In unseren Ehrenrodi in Werner Schöler hat es eine Achtel, eine Orgie, eine Achtel und ein Willkommensgruß. Vielleicht haben wir auch hier einen Pablacisterer der Zukunft gefunden. Er ist schon da, er ist schon da, Das hat mich sehr gefreut. Was sagt der Rudi Korbis? Mag keinen Free Jazz, aber in England, in einem Jazzkeller war das super, wie sich die Musiker mit ihren Instrumenten pflanzt haben. Ehrlich. Ja, das ist eben das. Da sagst du vollkommen richtig, Rudi. Ja. Wenn man dabei ist, wenn man drin ist, ist das ganz so. Und wir haben sie mehr oder weniger nebenbei gehört. Genau. Ja, das stimmt schon. Ja. Schau, der Werner Schöler, hab schon abonniert. Na gut, der Down aber. Da müsst ihr direkt einen Schluck. Naja, das ist halt jetzt so blöd, ne? Was nichts mehr. Da wurscht erst. Du nimmst von mir an. Nicht von dir, ein Schluckerl. Nicht? So viel darfst du nicht wegen der Stimme. Nicht? Wegen der Stimme darf ich nicht so viel trinken. Das hat man noch, also ich kenne viel Heim. Das war jetzt eine Ausrede, die ich gesucht, nicht, dass ich zum Schluckerl komme. Auf unseren Neopablatschinger, Jawohl. Werner Schöler, Servus und danke nochmal. Zum Wohle, gell? Danke nochmal für Dankeschön. deine roadiehafte Tätigkeit und Servus Danke. in der Partie. Wir haben auch einen Fanclub, ich sage, aber wir wollen ihn nicht überfordern. Ne? Naja, es gibt die 16er Partie auch. Ja, das kommt das Nächste. Du wirst schon reinwachsen. Du wirst in die Partie reinwachsen. Ich meine, ich würde nicht sagen, aber ich meine, wir haben ihn live gesehen, da braucht nichts mehr reinwachsen. Stimmt, das ist ja eher eine Statur wie uns einer. Bravo, Bild von einem Mann, bravo Werner, schön, dass du da bist, danke dir vielmals. Und schau, die Achteln rennen schön. Kommen schon. Die Achteln Willkommensgrüße rennen schön. Jawohl. So geht das jetzt nicht. So, da stockt was. Ja, weil den hätte ich für einen Arsch. Was will ich das sagen? Es geht schon Was wieder. soll ich da sagen? Na, schon langsam Ja. begeben wir uns Richtung Schluss. Pass auf, und wir machen jetzt zwei Sachen. denkst du? Zum Schluss haben wir mir einfallen lassen. Jetzt, währenddessen, Da bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Schmattes für den Wolfgang Küsters, na ja. Danke schön, Schmatt, das muss ich einblenden. Na, wir sind etwas müde, ja. Das ist leider. Ja, viel später auch, dass ich darauf hinweise, aber wer noch da ist. Also, wir sind noch genug da, glaube ich. Ja. Aber wer Freude an der Musik hat, die wir da machen, und sie denkt, yes, das war ein leibender Abend, da hau ich jetzt ein Schmattes rein. Ja, also quasi der virtuelle Hut geht rum. Wir bleiben ja dabei, dass wir diesen Content, wie man so sagt in dem Sprech, Kostenfrei halten. Kostenfrei, nach wie vor. Wir bleiben dabei, das ist, was man im Internet einschreibt, das ist kostenlos, gratis, das will jeder sehen, weil das Wiener Lied soll ja wachsen und soll ja unter die Leute kommen. Genau. Und da ist es Geld verdienen nicht unwichtig, aber zweitrangig. Es ist, wie es ist, muss man echt sagen. Aber vielleicht sagt das war leibend da oben, die Musik hat mir taugt, jetzt die hau ich noch was in den Hut rein. Kleine Beträge, große Beträge, alles ist willkommen. Schmeißt es rein, entweder über PayPal oder über Überweisung, weil anders geht das halt. Dieser Superchat über YouTube geht auch, wenn wer will oder wie das, glaube ich, da kenne ich mich nicht so aus. Wie geht mit dem Aber es kommt auch bei es uns, kommt das haben wir schon festgestellt, es kommt auch. Aber für einen kleinen Obolus, aber auch für einen großen Obolus sind wir euch herzlichst dankbar. Wir sagen Schmeißt das Dankeschön, rein. ja. Jawohl. Die Daten findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich danke euch herzlichst dafür. So, wo blende ich so aus? Da habe ich es zum Ausblenden. Jawohl. Danke Wolfgang für die Erinnerung. Danke, ganz Schmattes. wichtig. Ja, danke dir. Schmattes. Wunderbar, ja. Schmattes. Und mir ist eingefallen, wir machen etwas, was wir diese 2 Tage, jetzt 3 Tage, fast zur Perfektion dann schon entwickelt haben, nämlich aufgrund der Stimmlage, wir machen einfach Instrumentalstücke. Wir machen jetzt noch 2. Wir machen jetzt noch ein Instrumentalstück, dann hauen wir den Rest vom Achtleine und dann machen wir das zweite Instrumentalstück und mit dem enden wir den heutigen Tag. Und wer Lust und Zeit hat, wie gesagt, morgen ab 9 Uhr sind wir wieder auf YouTube, Facebook und auf LinkedIn wieder live mit einem Kaffeeplausch. Diesmal wieder wahrscheinlich von meiner Terrasse um. Ich freue mich schon sehr darauf. Schauen. Ein guter Start in den Morgen. Der Rest des morgigen Tages ist dann, es kommt meine Sekretärin, unsere Buchhalterin zu mir morgen. Buchhalterin, Sekretärin ist ja noch nicht. Ne? Also, Das nein, ist nicht vielleicht ganz. eine, aber das meine ich nicht.
Aber Buchhalterin, Gott sei Und Dank. es wird ein anstrengender Tag, dadurch brauchen wir an der Früh gleich mal eine wunderbare Morgenshow zur Einstimmung. Und, Moment, Ja, um ich wollt- 11 Uhr werden dann die Daumenschrauben angezogen bei mir. Naja, und es Also gibt von ja, ihr bei mir. Aber es gibt ja wirklich wichtige Neuigkeiten. A1, das wissen ja einige vielleicht, Glasfasergeschichten, gell? Weil das ist, also ich habe theoretisch für morgen einen Termin zwischen 8 und 12. Also irgendwo dazwischen keine Zeit, dass ich einem einlassen muss. Könnte sein, dass er kurz weg ist, dann müsst ihr halt mit mir eine Vorlieb Ja. nehmen. Nicht? Da soll ich hier einen Blödsinn halt nicht. Ja. Also, Aber- mehr kann ich halt nicht, das Blödsinn reden. Nicht? Aber Ja, das aber macht nichts. es hatten bereits mein Nachbar und der andere Nachbar einen Termin heute und da ist keiner gekommen von uns. Also die Wahrscheinlichkeit... Wie oft war das dann Schauen schon? wir. Nein, es war Na, ein paar Mal schon. Aber diese eigene Geschichte, das gibt es dann morgen wieder. Ja, morgen in der Früh. den Dampf haben wir 57 gesagt, noch Servus, grüß dich, schön, dass du da Servus. bist. Susanne sagt, wird euch niemand übel nehmen, wenn ihr schon aufhört. Das war wieder sehr schön. Bis morgen. Dankeschön, Susanne. Dankeschön. Ja, wir lassen es gut sein. Ja, der Graubär, Michael Zaunhaut, die Achtelleine. Und jetzt machen wir, ich würde sagen, wir machen, oder na, eigentlich Instrumental kannst du aussuchen, was wir spielen. Können wir aussuchen, machen wir 2 Tanz oder machen wir einen Marsch und einen Tanz? Oder machen wir einen Marsch zum Schluss? Nein, wir fangen an mit einem Marsch. Machen wir einen Taschler. Beim Taschler? Beim Taschler. Jawohl, von Von Patrick Roth. Ludger, ja. Verlag Anolphus Records. Muss man auch dazu Muss man auch sagen. sagen. Muss man dazu sagen. Das ist ja. unserer. Das ist unserer.
entschuldigen für ein paar Unstimmigkeiten bei mir. Aber ich meine, es war nicht falsch gespielt, die waren nur schon weiter im Stiegel. Nicht? Also, ich wollte den zweiten Teil vergessen. Ja, War ein wunderschön. kleines Trio gegangen. Dankeschön für die Achteln, was er hat. Manfred Graf sagt wunderschön und schon überdies die Stimme. Ja, das waren mitunter Das war der Plan, nicht? Also auch unter anderem. Der Roman ist da, hat noch Achteln und ein Bierkregel. Isabelle sagen eine schöne Woche allen Pavlacisten. Wir holen uns noch fürs nächste Wochenende in Litschau. Gute Nacht, jawohl. Eine schöne Zeit in Litschau wünsche ich noch. Das sind dann, sagt der Geri der Graubär. Dankeschön. Der Fretzler Startkurs hat die Achtel eine, ja, der Geri der Graubär hat irgendwie Sektflaschen, was ich kann nicht lesen. Ich glaube Sektflaschen. Die Achteln kommen rein. Weltklasse, Freunde. Wunderbar. Ich sag, warte, gib mir den Finger. Ich sehe es gerade, ich sehe es auch bereits. Ein Superchat, 10 Schweizer Franken vom Dampfhammer. Dampfhammer, danke dir. 57 Dampfhammer. Warte, das muss ich reinhauen. Moment, das muss ja eingeblendet werden, Alter. Ich nehme den letzten schaut's Schluck aus. Wasser, weil man verzeiht mir, der Dampfhammer ist lange genug dabei. Ich bin ja mit dem Automobile unterwegs, nicht? Ja. Ich nicht, bist du lang noch dabei, ich nicht. Auf dich, danke Ja, vielmals weiß es. und auf euch natürlich. Und geht's natürlich das letzte Schluckerl mit großem Dank an alle. Wir sehen uns entweder morgen und bis Freitag natürlich wieder morgens um 9 Uhr beim Live-Podcast wieder vor. Wenn nicht morgen in der Früh, sehen wir uns vielleicht am Freitag diese Woche im Dornröschenkeller. Schaut auf unserer Homepage, da stehen alle aktuellen Ganz genau. Termine immer drauf. Und sonst nächste Woche wieder. Bei der Pavlatschen. Die 232. Tatsächlich. Dann schon wieder mit mehr vielleicht als 2003 Abonnenten. Schauen wir mal. Schauen wir, was sich entwickelt. Natürlich. Auf jeden Fall nochmal Danke an alle Abonnenten. 2000 ist, glaube ich, für Wiener Liedpartie auch schon eine würdige Zahl, muss man echt sagen. Das ist für uns gar keine Kleinigkeit, sondern da sagen wir echt Danke. Und das ist mit Ehrfurcht betrachten wir diese Abonnentenzahl und tun unser Bestes, weiterhin natürlich das Beste zu bieten. Aber das fällt uns insofern nicht schwer, weil wir es mit Leidenschaft Mit Freude machen, Also, gern machen. wir brauchen eigentlich nur das machen, was wir gern machen. Also leichter kann es nicht sein. Danke euch herzlichst. Wir verabschieden uns mit welcher Nummer? Wir machen die Ruf- und Leiertänze. Ruf- und Leiertänze zum Abschluss. Jawohl, eine gute Geschichte. Sehr zum Wohl auf euch, zum Wohl. Prost, Papa, pfiat euch gut, schöne Woche, dass ich alles zusammenbringe. Gehabt euch wohl, wie ich immer sage. Nicht? Und das sagen wir mit den Ruf- und Leiertänzen. Ich wollte schon bis fertig. Ich hab mich- Mit der Stadl die Gitarre angelegt. Ich wollte schon bis fertig. Ja, Alles live auf den Aufnahmen drauf. jawohl. Ich hab die Ich wollte Gitarre schon bis angelegt. fertig.
Rami mit Hände sitzen drüber drinnen, sind hohe schwarze Mama, dann die Leute umbringen, die haben einen Reckfriesen mit Kohlnuss abgeschminkt. Aber den hol der Teufel, der sich da reineriert. Aber den hol der Teufel, der sich da reineriert. Jawohl! Der wieder Musik hören, muss ein Wein aufholen. Dabei haben's die Rapper sein Ladel mit Geld gestohlen. Da bocken's die Stoltier, die schreit geht's einmal die lachen und bocken fest zu, aber Treiber, die lachen und bocken fest zu, hey! Auf einmal geht die Tiere auf, kommt der Grasl rein. Der Schreit ist verloren, ruft der Grad auf mich. Los, geschwind die Tiere los und gebt's im Wirten sein Geld. Wir holen uns von Drechenleid, alles was uns noch fehlt. Wir holen uns von Drechenleid, alles was uns noch fehlt. Ja. So sind die Tanzer. In diesem Sinne, ne? Alles Liebe, pfiat euch gut, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut, pfiat euch.